Gemütlich auf Stream starten. So. Schauen wir mal. Wenn sie YouTube bequemt, dass sie sich einschaltet, weißt du sehr mehr, wie es ist. Dann rippen wir alle Headphone-User aus dem Leben. Hallo! Headphone-User aus. Ja, Zeit ist one. Zauberhaft. Harvey! Ich bin's, der Birger. An einem zauberhaften Montagabend, 20 Uhr. Eine weitere Runde mit der One and Only. Lee fucking Bronze Dritter. Freunde der Sonne. Timmy Boy! Servus, bin auch. Schöne Grüße von mir daheim. Schöne Grüße zu dir daheim. Merci dir. So, grüß Gott beieinander. Grüßen wir gleich mit einem Haufen, bevor da überhaupt irgendwas passiert. Haben die Ehre an den Steffi, an den Forest Squad, an den Witz, an den Bärmen, an den Chicks, an den Tag, an den Zach, an den Sprenger, an den Wifen und den restlichen Mods-Sauhaufen, an den Kari oder die Kari, das wissen wir nicht, an den Tobi der Mensch. Und sein stille Reich an den Rewritable, ans Schnitzelputzelchen. Achtung, Flachwitz des Tages. Was fällt in Russland vom Baum? Ein Blatt. Der ist gut, das ist kein Flachwitz. Der ist super. Wie geht's da an diesem tollen Montag? Zauberhaft. Ich steck schon wieder ein bisschen in einem... Ich hab schon wieder ein Déjà-vu. Ich steck schon wieder in einem Motivationsloch. Und irgendwie tue ich das immer so Januar, Februar, März rum. Ich erinnere mich, da haben wir letztes Jahr drüber geredet, dann haben wir vorletztes Jahr drüber geredet und vorvorletztes Jahr drüber geredet. Und dann ist auf einmal als Video-Review entstanden, als Mimi-Review entstanden und dann wollten wir irgendwann einmal mit dem Radl durch Bayern fahren. Das haben wir irgendwie ganz schnell wieder durch den Teppich und durch den Teppich, also unter den Teppich, durch den Teppich gehört. Und dann passieren aber unerwartete Dinge. Und ja, keine Ahnung. Tschüss, Lixen, merci dir. Ansonsten geht's mir gut, um Gottes Willen. Brücki, edler Ritter, von und zu Lex. Meiner Wenigkeit dünkt es nach einem gediegenen Abendmahl von Helchgetier. So, nein. Wart's ja nicht am Freitag schon da? Servus, Birger. Geisi. An schöner Stream. Grias vom Tristan Geisi. aus Ich sage schon Bayern. nichts. Und weiß schon wurscht. Geisi, merci dir. Ich lese an Brücke, aber noch fertig. Bussi aufs Nussi, merci dir. Mit euch. Suchet geschwind ein solches Geschöpf und erlege es in ritterlicher Manier. Dazu muss ich aber erst ein Schwert finden, Alter. Ein Schwert und einen Ritterhelm und dann schlagen wir einen Helch mit dem Schwert. Das war eigentlich ein guter Plan. Das haben wir noch nicht gemacht. Sonst haben wir im Spiel schon alles gemacht. Also wenn ich ein Schwert finde, dann machen wir das. Okay? Merci dir, Brücki. Geisi, merci dir. Schluss jetzt mit den totalen Eskalationsbeträgen, die letzten Wochen waren. Was soll denn das eigentlich? Fanny, tiefsinnigster Gedanke des Tages. Auf dem U-Boot ist ein Tag da auf den Tür. Richtig blöde Idee. Das kommt ganz drauf an. Für sowas gibt's Schleusen. Das hat mir mein Papa mal erklärt, wie das funktioniert, weil mir das als Kind immer gefragt hat, wie soll denn das funktionieren? Die bin da unten aufgemacht und dann können die ja da raustauchen. Wie soll denn das gehen? Dann hat er mir das erklärt. Merci dir. Wie war Bratz! die Idee der Raid? Wie war der Raid? Smiley mit kaltem Schweiß, Hashtag Battlebrother, Battlebrother, Hashtag Gladiator, Schibrun, Hashtag Schibrun, René. René. Wie war eigentlich der Raid? Alter, ich hab so viel Dusel gehabt am Freitag. Wer war am Freitag da? Freitag hat es spontan Stream gegeben, so halb angekündigt, aber war mehr spontan, haben wir einen Raid gemacht. 5 Stunden Stream, wer das nicht gesehen hat, der ist einfach selber schuld. Hey Birger. Schluss jetzt! Nasmann! Frage zu Days. Gibst du eigentlich Jahreszeitenwechsel? Frage zu der Sie gibt's nicht. Das ist eine gute Frage. Nein! Steve, de Podcast Gleich. folgen WOA geil wir de letzten heute. Das freut mich, wir haben einen Podcast gesehen gestern. Gehört gesehen. Was? Wie weit kann er drin? Weil ab da geht es wieder hinaus. Alter, das ist voll der tiefe Scheiß. Wie weit kann ein Reh in den Wald hineingehen? Bis zur Mitte, weil ab dann geht's wieder raus. Austrian. Das ist, wenn du stoned bist as fuck. Ich nehme mir ein Schluss jetzt! Nütchen raus aus der Nütchenbox, nom nom. Lecker Haselnuss, Erdnuss, Kokosnuss, nom 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 nom. Wer ist das? Ich glaube, der Orchkatzel wird schon wieder nicht angezeigt. Ich weiß nicht, was das soll. Okay, aber ich kann nicht mehr von Streamlabs weg. Die haben ein Umfragetool. Patrick, merci dir. Padre Orchkatzel, merci wieder ein Reset. Da gibt der nächste Name. Real, merci dir. Aber jeder ist Schwungschein. Du kriegst das ganze Rudergerät-Fetischisten. Wir tun sowas wieder. Leute, ich muss Fragen beantworten. Gibt's Jahreszeitenwechsel? Ich glaube nicht. Aber es gibt Wetter. Aber das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ich weiß aber nicht, ob es schneien kann. Das ist eine gute Frage.
Mit Sicherheit gibt es irgendwo gemoddete Server, wo Jahreszeiten wechseln. Ich nehme mir ein Nüsschen raus. Also ein Mod wahrscheinlich, aber im Vanilla-Game ist es glaube ich nicht drin. Leid! Austrian, merci dir. Ja, das Podcast-Folgen war geil, letztes Mal. Wie weit kann ich in den Wald hineingehen? Die Frage beschäftigt mich jetzt halt wieder, bis wieder bis um 5 in der Früh schlaflos im Bett drin flag. Nasenmann, Flea, Frankie, merci dir. Bussi aufs Nussi, Hauptmann, merci dir. Wir waren jetzt dran, keine Ahnung, ich geh mir nicht aus. Metal, Leute, hoffen wir mal heute nicht liegen. Wir haben ja nicht mehr recht viele DayZ-Streams, dann kommt nämlich Hogwarts Legacy und löst DayZ ab. Und dann werden wir auch mit Battle Brothers wahrscheinlich aufhören und ein anderes Indie-Game in die Liste mit aufnehmen. Und dann haben wir sowieso die ganze Zeit Spiele ohne Ende. Dann kommt Jedi Survivor, dann kommt Resident Evil 4, dann kommt The Last of Us, dann kommt, was kommt noch? Sons of the Forest, mir hätte ich gerne ausprobieren. Da wisst ihr nicht, das ist sehr gut, weil dann haben wir bis in den Sommer haben wir Spiele, wo ich nicht weiß, wo wir anfangen sollen. Das sagt der wie es ist. Brands, merci dir, Bussi aufs Nussi. Timmy, ich war nicht da. Timmy, das so nicht. Ja? So nicht. Servus Bürger, ich brauch Alex Almersi. Unterhaltunglich mit Rotzenosen und Was mit Rotzenosen? Flach Hashtag lieb. Breckerlhusten ist asozial. Hashtag lieber, merci dir. Leute, Schluss jetzt. Es hört einfach nicht auf. Ich kann ja sowieso sagen, was ich will. Weiß es nicht. Callisto müssen wir auch noch fertig spielen. Du, ganz ehrlich, auf Callisto-Protokoll habe ich überhaupt keinen Bock. Da hätte ich gerne erklären, warum, aber es ist eine ununterbrochene... Was ist was ist? Marcel, nice Mitglied! Marcel, welcome to the squad! Nice Mitglied, mal was ganz was nice. Welcome to the squad. Ab in den Chat habe ich dir Marcel, wenn ihr mitmacht, ist raus. Hast mich schon verstanden. Luki, merci wieder ein Reset. Herr Maurer, merci wieder ein 10er auf und schönes Stream. Ich hoffe doch sehr. Alexa, merci wieder ein 5er. Gute Besserung, das ist einmal das Allerwichtigste. Bei der Last of Us brauchst du für den ersten Stream mindestens die Wichstiercheln oder nicht aber nicht zum Schleudern. Die sind Sachen, die weiß ich nicht. Ihr wendet mich Spoilers auf der Last of Us, dann fliegt alle aus und kriegt einen Lifetime-Ban. Ich schwör's euch. 10 Jahre habe ich es jetzt nicht ausgesessen und 10 Jahre habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Ich mag nichts wissen, weil ich weiß natürlich grundsätzlich, um was das einigermaßen geht. Das ist unvermeidlich, Mr. Anderson. Aber wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt. 10 Jahre habe ich es ausgesessen, bis es endlich für den PC kommt und ich das Ding endlich spielen kann. Kriminalfeier. Flo! Was passiert, wenn Pinocchio sagt? Was passiert, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wird gleich länger? Gute Frage, gute Frage. Dann implodiert's Universum. Glaub ich. Merci. Jetzt auf jetzt mit sehr die Fragen, da zerreißt mein Kopf, da kann ich mich nicht drauf konzentrieren. Wir sollten uns lieber anschauen, was wir tun. Ich glaube, ich starte mal das Spiel. Starten wir heute mal ausnahmsweise spät, 2-3 Minuten früher, ich weiß es auch nicht, zumindest mal im Hintergrund, damit irgendwas passiert. Aber die Scheiße da hört sowieso nicht auf. Kriminalfeier! Da, start der sie jetzt, da. Hab ich gesagt, ja. Timmy! Nacker den Seerfield, die zweite. Warte, schau dafür. Und natürlich Geiler Wichser. Ja, hörst jetzt auf! Frieda dabei Hashtag noch Zahlung Willi am Frieda holt hast mich ja nicht lassen und dann nimm ich das nicht. Nimm das Handy zurück. Kutzi, fix. Was soll jetzt da drauf sagen, Austrian Sepp? Ich weiß es nicht. Der Freitag war mehr zu meiner Belustigung da. Alter, warum wird denn der Odin nicht angezeigt? Das ist auch ein nice Mitglied. Du kriegst die Privattröte schon hin. Rest in peace, Mr. Headphone User. Odin Stout! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Ab in den Chat habe ich die Ehre Odin Stout. Das muss ja jeder selber herausfinden, wie man das schreibt. Und wer nicht mitmacht, der ist des Lees nicht wert. So, starte das verdammte Spiel. Dankeschön, Leute. Ist gut jetzt. Pima, was geht eigentlich, du? Was geht eigentlich, du, die Wursthaut? Kommt auf diese uralten Fragen kommen uralte Antworten. Alles, was Fiers hat, Pima. Dein Host mich fast so weit gehabt, dass ich mein DH-Tank weitermacht für deine wow-spontan Streams. Bitte mehr was? Mitte BFA war bei mir Schluss. Mitte BFA war bei mir Schluss. Ich habe alle Add-ons gespielt, außer Cataclysm. Das habe ich irgendwie auslassen. Da war einfach auch noch eine Zeit. Das ist ja 12 Jahre her oder so. Ja, mei, wenn ich euch dazu ansporne, wieder WoW zum Spielen, why not? Also, wenn du Spaß hast damit, dann habe ich da eher kein schlechtes Gewissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat Spaß gemacht. Ich bin mit Lack überflutet worden am Freitag, das nicht mehr feierlich war. Ich habe mein Setbrust gekriegt, ich habe den scheiß Bogen gekriegt. Mir ist sogar noch der Razageth-Skin gedroppt, das habe ich erst heute Nachmittag irgendwann gespannt.
Und gestern in HC habe ich 6 Schultern gekriegt und mein Büst-Trinket auch noch gekriegt. Jetzt mache ich Schaden mit einem 2 Wochen alten Char, das in die Hosen scheißt. Für meine Verhältnisse zumindest. Was es ist. Ich höre es einfach nicht auf. Gell? Ich bin es einfach wegignoriert. Es ist euch egal. Scheiß der Hund drauf. Hubers, merci Mikkelsen, merci. Diablo 4 Hype auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn es ein gut Spiel ist, 10, aber das kann noch keiner abschätzen. Das Blizzard ist und mit Vorsicht zu genießen ist, was die letzten 4 Jahre drin haben, erstmal bei 5. Spielen werde ich ab Tag 1, ja, mit der Heroic Edition ab Freitag 24/7 Stream, bis ich zumindest ins Bett gehe, bis Mittwoch und dann fliege ich in Urlaub. Steht auf dem Plan. 2. Juni festhalten. So. Oh, Katzensepp, mir hat sich wieder entwickelt. Deppere Frage, hat Franziska mit ihren Leuten geredet? Wo liegt das Amt? Das ist auch so eine tiefe Frage. Ich weiß nicht, die werden wir nie beantworten, glaube ich. Da müsste man einfach rausfinden, wie das gerade Franziska Dirndl heißt. Und müsste man fragen, ob es schon mal mit ihren Leuten geredet hat. Timmy, ich war da bloß schauen, ob du aufgepasst hast. Ich passe immer auf. Ich bin der aufmerksamste Zuschauer bei mir selber. Das ist ein Wahnsinn. So, jetzt müssen wir erst mal lorren. Was haben wir jetzt erst mal lorren? Ich habe natürlich einen Tagebucheintrag erstellt. Jetzt schalten wir mal um. Leute, Schluss jetzt. Jetzt schalten wir um. Funktioniert das überhaupt? Warte mal. Wahrscheinlich, wie Sie sehen, sind sie nicht. Map! Map! So, wir haben letztes Mal Server gewechselt, Map gewechselt. She-Braun ist leider tot. Da ist seine Shot drum, hilft nicht. Da haben wir dumm erschossen worden, wieder mal mitten in der Finstern. Ich frage mich sowieso, da geht doch auch nicht alles mit rechten Dingen zu. Wir haben einen Sterbertskrank, kotzen wir in der Weggeschichte umeinander, weil sehr alles total. Was ist denn mit euch? Was? Warum? Ist immer unvermeid LIECH lachen, das Smiley. Unvermeidlich? Wo alle reinklatschen, werde ich MCIH auf mal wieder einschalten. Schließlich. Muss dich einer mit Kohle zuschneiden. Ja, weil sonst keiner da ist, der mit dem Geld umeinander schmeißt. Wulfric, merci dir. Das ist zu viel und du weißt es. Franz, merci wieder ein Zwickel. Für was für ein Haus wirst du dich entscheiden? Was für ein Haus ich mich entscheiden werde? Was Ach, du meinst wahrscheinlich in Hogwarts. Das sagst du dann, wenn es soweit ist. Herr Lutz, merci dir. Leute, Domi, schaust mir. Was schaust mir aus, Alter? Was nicht? So, Schluss jetzt. Wir machen jetzt die fucking Alerts aus, sonst kriegen Schlaganfall. Der Meier merci wieder ein Resub. So, Schluss jetzt. Wir haben dann Lee spawned auf der guten alten Map. Ich finde nach wie vor der Grund, warum mir Livonia nicht so taugt, und ich habe ein bisschen überlegt drüber. What the fuck is, why? What's the reason, Birger? What's the reason? Die Map ist einfach für so viele Leute auf einem Haufen sauber zu klar. Und bis du da mal einigermaßen equipped bist, und ich spiele halt nicht, zumindest im Stream, tue ich es nicht, spiele ich nicht auf PvP-Gehante und Gegänke und Abcampen und was weiß ich, weil es einfach, es ist lustig, offstream, aber da sitzt halt gerne mal eine Stunde und guckst umeinander, findest keinen, und wenn du dann einen findest, findet der die zuerst und das schießt die einfach. Und dann ist alles für einen Eimer. Auf dieser kleinen Map haben genauso viel, die ist die Hälfte so groß wie Generous. Ja, wie die Map, die wir sonst immer gespielt haben. Dieses hier, die ist, wenn überhaupt, halber zu groß. Ich weiß nicht. Sie fühlt sich auf alle Fälle kleiner als halber zu groß an. Und die unteren Hälften von Livonia da ist gar nichts. Da ist eine kleine Stadt, glaube ich, da wo 5 Spawns sind für den Loot. Ansonsten ist die Map teilt und alles spielt sich in der oberen Hälfte ab. Und da haben genauso viele Leute drauf wie auf der ganzen Map. Und alle 5 Meter rennst du über irgendjemanden, irgendwo ballern die Leute aneinander. Natürlich deren die weg. Das ist eh klar. Wer wirklich immer noch, weiß ich nicht, 2023 auf die Official Server ohne Cheats ist zwar so fraglich. Wie soll ich sagen, Leiter schießt, der hat einfach kein Leben nicht und tut seit 10 Jahren nichts anderes. Da werde ich nicht daherkommen mit meinem, ich habe sehr aktiv einmal vor 8 Jahren gespielt, für ein Jahr lang ungefähr. Ich kenne das Spiel auch theoretisch in- und auswendig, aber meinst du, dass ich mich mit denen anlege? Das macht halt keinen Spaß nicht einfach. Da müsst ihr wieder mehr spielen und Offstream spiele ich keine Daisy mehr. Darum haben wir gewechselt. Wir sind respawned, sprichwörtlich, und zwar in Olscha. Olscha ist oben in Nordosten. Haben wir ein wenig durchgelootet und so weiter und so fort. Dann haben wir nach Norden gegangen, blub, haben wir da das kleine Schupferli mitgenommen, haben wir über die Brücke gekommen, das weiß ich noch, und dann in die Militärzeit rein, dann wollten wir weiter durch Turovo. Und da hat dann irgendjemand geschossen, kurz vor Ende des Streams, und dann sind wir einfach wieder ganz schnell da oben gelaufen ins Bauernhäusl und haben uns da ausgelockt. Wenn ich richtig bin. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich weiß das nicht. Mike, merci für den Zehner. Ich glaube, ich muss schon wieder Sabi gerissen und nur jemanden. Grüß dich, mein Sabi, der Podcast mit dem Kani und Floki ist super. Floki mit 3G, bitte. Merci dir. Wenn ihr übrigens einen Podcast noch nicht gesehen habt, ihr kennt es mittlerweile. Achtung, ich hab neue Chatbefehle eingefügt. Ausrufezeichen Podcast.
Müsstet gehen. Da, hier. Wer den Podcast noch nicht kennt oder gesehen hat, geht's mir lass mir aber da. Außerdem, was übrigens auch ganz wichtig ist, wer braucht denn noch Ausrufezeichen eine Kappe? Hoppala, das muss ich vielleicht in beide Dinge posten. Pass auf, Podcast, Kappe. Ist noch irgendjemand da, der noch keine Kappe hat? Es wird langsam wieder Zeit. Wird langsam Zeit, sich zu registrieren, wer uns haben will. So. Genug geschmatzt jetzt! Jetzt locken wir uns ein und starten wir das Spiel und dann schauen wir mal, was passiert, da die sagen. Hoppala. So, drück mal auf, ich hoffe, ihr seht die Serveradresse nicht. Ja, passt. Was? Was diese? Mach mal, pass auf, mach mal das weg. Wieso geht Map schon wieder nicht? Also, der Server ist pumpenvoll. Server ist pumpenvoll. Nicht, dass ich wieder meint, sie laufen am Lager umeinander und deswegen nicht stirbt. Da fragt man sich, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, da fragt man sich, die Server, woran hat es gelegen? Und dann bist du da und dann fragt man sich, woran hat es gelegen? Ich denke, es hat daran gelegen, man fragt sich, woran hat es gelegen? Jon Mers wieder in Euro. So, jetzt schauen wir mal schnell, ob ich da sonst irgendeinen Mist auf habe. Der nur ausbremst. Nein, Grafikkarten ist auch. Ja gut, dabei müssen wir uns ein bisschen unterhalten. Vielleicht, über was unterhalten wir uns? Ich habe eigentlich vorgehabt, diese Woche ein Video zu machen. Ein gutes, altes, klassisch, schon fast. Nicht ganz klassisch, es ist kein Leberkäse, irgendwas, Bullshit, sowas gibt es wahrscheinlich bei mir nicht mehr. Ich will es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören. Aber ich habe eine andere Art von Video geplant und irgendwie sitze ich schon wieder in so einem Motivationsloch, dass alles bloß noch scheppert, Alter. Ich habe keinen Bock auf das, ich habe keinen Bock auf das, weiß ich nicht. Jetzt habe ich mir was eingebaut, was meine Warhammer-Geschichten betrifft. Das schiebe ich schon seit Wochen und Monaten her und da fühle ich so ein bisschen Motivation, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das werde ich machen. Ich weiß nicht, das ist halt wieder ein Video, das wird kein How to Warhammer 2 oder How to Dreadnought, wie ich es mir versprochen habe. Das ist ganz was anderes. Ich weiß gar nicht, das erkläre ich dann im Video. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt ein Video machen soll. Das hat in meinem Kanal nichts verloren. Irgendwie ist es mir aber einfach egal. Vielleicht machen wir, wenn wir uns rausgehen, machen wir uns, wenn nicht, dann nicht, aber das dauert auch noch Ewigkeiten. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Zeit für den Urlaub. Ja, das ist es auch nicht. Der Urlaub ist es auch nicht. War nicht mal ein Lied fast fertig? Ja, stimmt auch. Ja, null Bock. Null. Also wirklich null. Ich bin schon seit Ewigkeiten zum Beispiel in Kontakt mit den Los Brutalos. Seit Ewigkeiten. Und wir seit Ewigkeiten überlegen wir, was wir miteinander machen könnten. Und sie schicken mir immer wieder Sachen und das und ich sitze da und denke mir, es tut mir so leid, Alter. Ich will mir nur 5 Minuten hinsitzen und versuche irgendwas zum Schreiben, zum Aufnehmen, irgendwas. Kommt nur Scheißdreck raus, weil ich einfach keinen Bock habe. Nicht weil mit euch oder auch allein. Keine Ahnung. Was ist mit Warteschlangen? Haben wir jetzt in 10 Minuten ein Ding geschafft oder was? Ja gut, dann hilft es eh nicht. Deep Thought Express, mir ist wieder ein Zwickel. Wenn ein Podcast auf dem Klo ist es dann ein Podcast. Das ist wirklich der diebste Scheiß, den wir heute bis jetzt gehört haben. Merci dir. Soulmate! Flachwitz des Tages, warum ist Zucker schlauer als Salz? Weil er raffiniert ist. Oh Gott! Wann haben sie denn eigentlich diese Flachwitze eingeschlichen? Was ist denn da eigentlich los? Ich weiß es auch nicht. Das ist allerdings ein schlechtes Zeichen, auch wenn der Server wirklich prappelvoll ist. Findest halt meistens auch keinen Loot. Selbst auf der großen Map. Das ist noch was mir auf der Livonia Map ziemlich gestört hat. Da ist ja alles Lag-Loot. Da die Map die Hälfte kleiner ist wie Generous und da auch noch mal halbiert ist, weil unten gibt's nichts, ist jede Stadt leer gelootet. Und das langweilt halt einfach. Keine Ahnung. Ja, schön! Wollte gerade mit YouTube spenden, wie wenn Sie es wissen daten, dass der Lohn gekommen ist, stellt's von allein 50 € ein. Die Foodie Gott! Habe ich dir miteinander gebummelt. Tut das YouTube wirklich? Das ist ein ziemlich. Bei YouTube habe ich absolut. Ich habe auch gut, bei der normalen Donation-Seite habe ich auch keine Einstellungsmöglichkeiten, um ganz ehrlich zu sein. Wenn es das tut, dann ist es ein ziemlicher Assi-Move, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier schien mehr wie ein Zwickel 50. Timmy, hast deine Grafik wieder umgestellt und hast doch mal gesagt, du denkst über einen 3. Streamtag nach. Wie sieht's da aus? Also. Es trifft es ziemlich gut. Am Freitag haben wir 5 Stunden WoW reingestreamt. Das können wir schon ab und zu relativ selten mal machen, aber ganz ehrlich, das ist genau die Grenze, wo es anfängt, dass ich keinen Bock mehr habe. Ich bin so gefährlich, auch gerade jetzt in den Motivationslöchern, die ich immer habe, zwischen Januar, Februar, März. Vielleicht liegt es am Winter oder keine Ahnung, an was es liegt. Wir lassen mal alles so, wie es ist. Wenn das
wenn das kaputt geht, dass ich Spaß drauf habe, diese beiden Tage zu streamen. Wenn nur irgendwann mal aufkommt, so, leck, ich hab halt wirklich ganz krass keinen Bock. Und wenn ich einmal dann wirklich keinen Bock habe und sage mal mittendrin einen Stream ab, dann kenne ich mich. Dann kenne ich mich. Dann mache ich es wieder. Und dann mache ich es wieder. Und dann mache ich es wieder. Und wieder. Und dann war's das. Darum, never touch a running system. Es bleibt alles, wie es ist. Unangekündigte Wochenendstream. Sag einmal, kannst du jetzt einmal diese verfickte Warteschlange bewegen? Soll das ein Witz sein, oder was? Ja gut, dann... Der Black Canary schreibt, kommt eine Community Daisy? Nein, never change a running system. Ist leider absolut richtig. Verherziger! Servus, hast du schon was von der Mountain King gehört? Das soll nicht schlecht sein. Ist der Mountain King nicht das mit dem Wukong, mit diesem Affen, Ist der Gott? Ich habe keine Ahnung. Diese chinesische Affenlegende mit seinem Kampfstab, der hier Kung Fu scheißen so, ist das nicht sowas? Hast du was zu trinken? Wasser? Nee, was härteres? Okay, Eis. Ja, Padre, dass du weißt, wer der Wukong ist, das ist mir schon klar. Such die du. Wolfrick! Robins des Tages meinerseits. Wie hoch ist die Kapazität des Mittelmeers? 2000 Megabyte. Das ist kein Flachwitz, das ist einfach ein Dropkick unter die Gürtellinie-Witz. Aber ich finde ihn gut. Warum nicht? War sau witzig. Das hat interne Gründe, die ich für mich beschlossen habe. Und dann gibt es einfach keinen Community Daisy mehr. Ganz einfach. Undrummable. Merci wieder ein Resub. Für The Last of Us eignen sie aber längere Streams wirklich, weil es wie ein Film ist. Aber da wirst sicher das Beste draus machen, freue mich so brutal drauf. Du wirst lachen, ich bin heute erst da gesessen und habe mir das einmal angeschaut, wie lang das The Last of Us Playtime hat. Ungefähr 15 Stunden. Ich werde mich nur auf die Hauptstory konzentrieren, alles andere interessiert mich sowieso nicht. Dann brauchen wir ein bisschen länger, sagen wir mal, das ist Average, da kommen wir aber relativ gut hin. Also 15 Stunden, das sind 7 Streams. Da habe ich, das werden wir genauso handhaben wie mit A Plague Tale, da werden wir etwas länger einfach pro Stream da sitzen, bis maximal 11, dass wir halt 2,5, 3 Stunden machen und einmal dazwischen. Ich bin ja froh, wenn es gute Spiele sind und die dauern ein bisschen länger. Ja, und haben nicht gleich wieder, wir machen 2, 3 Streams, nächstes Spiel muss her. Und dann suchen wir wieder und haben nur Scheißdreck. Weiß ich was es ist. Die Chicksnixon schreibt, die Serie ist auch sehr empfehlenswert. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ich versuche jegliche, wie soll ich sagen, ich meine, natürlich scrolle ich irgendwo durch 9gag oder durch meine YouTube-Empfehlungsseite und dann sehe ich halt Videos. Ich befasse mich halt auch mit Serien und Filmkritiken und so einen Scheiß. Dass da ist natürlich die The Last of Us gezeigt und da heißt es, die ist super, da komme ich nicht aus. Ich habe schon gesehen, dass 10 von 10 kriegt von vielen. Und ich mag aber nicht gespoilert werden und tue es dann sofort weg. Also ich schaue mir keine Kritiken an, gar nichts. Ich mag das Spiel spielen und gleichzeitig, dann ist eine Serie, glaube ich, komplett heraus und dann werde ich die einmal anfangen. Schauen wir mal. Bei 2 Folgen kann man das da noch nicht wirklich sagen. Ja, doch. Habe ich nach Herr der Ringe auch sagen können, nach 2 Folgen, was das für ein Haufen Scheiße wird. Und recht habe ich gehabt. Mehr als recht habe ich gehabt. Sehr geehrte Fahrgäste, unsere Ankunft auf der Daisy Map verspätet sich um ca. 15 Minuten. Wir bitten um Entschuldigung. Es tut mir auch, das ist halt der Nachteil an vollen Servern. Und ich mag jetzt auch einen Server nicht nochmal wechseln, weil sonst sind wir wieder ganz woanders. Hast du eigentlich noch dein Vorstandstelefon? Ja, das habe ich irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Ich sag das, was es ist. Ich weiß nicht, es ist irgendwo. Ich habe da hinten einen Schrank, da haben alle Requisiten und Kostümchen und Perücken und Helme und Hüte und was weiß ich was drin. Da liegt es irgendwo drin, ja. 10 von 10 ist jetzt aber kein Spoiler. Na, 10 von 10. Wenn die Serie generell gut ist, dann ist ja auch kein Spoiler nicht. Ist das ein Spoiler? Es ist kein Spoiler, wenn du sagst, Serie super, Serie schlecht. Darum habe ich die Herr der Ringe-Serie nicht angelangt. Das ist eine sehr gute Entscheidung, lass bloß bleiben. Lass es bloß bleiben. Mir darf es nicht wundern, wenn es nicht so. Hat Amazon nicht sogar schon angekündigt, dass Staffel 2 entweder gar nicht kommt oder Staffel 1 nochmal reworked wird oder wie auch immer. Frankie, wann spielst du mal wieder ein Aufbauspiel? Es kommt relativ bald. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass heute oder am nächsten Montag der letzte Daisy-Stream ist und dann kommt sowieso erst mit Hogwarts Legacy. Und am Mittwoch ist der letzte Battle Brothers Stream und nächste Woche werden wir irgendein anderes Indie-Game suchen. Und ich habe so viel Bock auf Software Inc. Und ich soll halt einfach öfter da, auf was ich einfach volle Kanone Bock habe und nicht bloß Bock habe. Und Software Inc. stickt mir schon lang. Das ist ein Aufbauspiel, eine Wirtschaftssimulation, eine vollumfassende
Wir sollen sagen, du entwickelst da Software, du kannst dir deine eigene Konsole entwickeln und lauter so ein Kack. So, Position, Warteschlange 3. Jetzt ist 25 nach, Kruzinalfeier. Serie ist schon nicht schlecht gemacht, aber viel ist noch nicht passiert, das mal nicht. Ach so, ja, das ist ja in Ordnung. Aber man bleibt, es heißt offensichtlich, man bleibt sich dem Spiel treu, weil sonst hätte ich einen Shitstorm schon mitgekriegt und dann hätte ich mich auch damit befasst, wenn es schlecht war, weil dann weiß man wieder wurscht gewesen, ob ich gespoilert würde oder nicht. Lippi, hi Birger, Freitagsstream war Hammer, wegen dir downloade ich WoW jetzt. Hab voll Bock drauf, mach so weiter, du bist der Beste. Du, was ihr am Freitag von World of Warcraft gesehen habt, das war nur ein Raid, das ist nur die Spitze des Eisbergs, das ist einfach der Endgame-Content. WoW kann sehr vieles mehr, muss man mengen und ich verstehe natürlich, dass sehr viele Leute nicht Folgen haben können, was da passiert ist. Und ja, so ist ein bisschen sehr bunt und ein Blitz da und ein Blitz da und ganz viel Geld bezahlen und hey, und jetzt sind sie alle tot, warum, verstehe ich nicht. Aber ja. Der Rammstein schreibt, wegen dir bin ich Battle Brothers süchtig. Ich habe euch gewarnt, Leute. Ich habe euch gewarnt. Na, wie lange brauchen die letzten 2 Wölkchen? Ich weiß nicht. Mann, jetzt lasst mir rein, Kim Pitchen. Wenn jetzt dann noch mehr Timer overläuft, dann scheiß in die Hosen. Gut, dass ich nicht auf Goschen gefallen bin und irgendwas verzeihen kann. Was kann man noch erzählen? Ja, ich habe vor, ein Projekt zu starten, das ich schon seit Monaten vor mir herschiebe und auf das kriege ich... Meine letzte Warhammer-Bämslerei war ein sehr komplexes Modell, zumindest für mich, und seitdem habe ich so ein bisschen keinen Bock mehr. Das ist aber mittlerweile schon wieder Wochen und Monate her und langsam wird es wieder. Ja, wieder Wochen, wieder Zeit. Und was ich schon lange vor mir herschiebe, ist alle meine Figuren sortieren, protokollieren, fotografieren. Einen Instagram-Account machen, den ganzen auf Englisch betreiben, weil es einfach mehr Reichweite hat dadurch. Und einfach einmal ich habe meine ganzen alten Figuren noch und die hätte ich einfach gern fotoprotokolliert. Und da würde ich gern so Szenerien basteln, vielleicht ein Kauf einfach, weil es dann weniger Arbeit ist und auf Gelände bauen habe ich nicht so viel Bock. Und dann coole Fotos machen. Und dann hübsches Diorama machen zum Hinstellen. Ja, sowas vielleicht auch, aber ich sehe es eher als Fotohintergrund, dass man die einzelnen Minis, die ich halt habe, schön in Szene stellen kann und von verschiedenen Perspektiven fotografiert, sondern gibt es einen Instagram-Post dafür mit schwarzem Hintergrund, mit von der Seite, alles, was halt irgendwie wichtig ist. Und einmal als cooles Beutel mit ein bisschen Gelände dazu, einem coolen Hintergrund, vielleicht einen coolen Lichteffekt. Habe ich mir extra so eine farbige LED gekauft, die kommt am Mittwoch. Und einfach mal ausprobieren, weil mir das Thema Fotografieren interessiert. Das ist eine verfickte Wissenschaft für sich. Und da bin ich absoluter Kacknoob. Und überhaupt nicht sowieso. Und daraus, aus diesem Werdegang, vielleicht einfach mal ein Video machen. Das hat in meinem Kanal eigentlich überhaupt nichts verloren, aber es ist mir einfach scheißegal. Haben wir da Interesse? Ich starte eine Umfrage. Achtung, wir haben ein Umfragetool. Option 1, ja. Option 2, nein. Schauen wir, ob es funktioniert. Ihr könnt es alle mitmachen, sowohl YouTube als auch Twitch. Ausrufezeichen Vote 1 oder Vote 2 mit Leerzeichen dazwischen. Haben Sie Interesse an so einem Video? Ich kann nicht versprechen, ob eins draus wird. Timmy, merci dir. Da schau ich. Und es funktioniert. Hauptsächlich Twitch ist aber als erster drauf. Vote 1, ich sehe keinen einzigen mit Vote 2. Was ist denn das wieder für ein Scheiß? Oh, einer ist dabei, Vote 2. Der Alex hat keinen Bock auf Warhammer-Scheiß. Na gut. Ah! Spiel geht los! Oh, wir haben noch 20 Sekunden Umfrage. Das hilft uns alles nichts. Aus Spiel Lot gleichzeitig. Ich möchte bloß schauen, ob das Tool geht. Da schau dir das an. Schau dir das an. Da haben wieder 10% dabei. Die wollen von Warhammer natürlich nichts wissen. Das ist egal. Aber ich habe irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich euch da erinnere, gerade im Stream frage, egal was für ein Video das ich mache. Wir haben übrigens da. Ja, mach Video. Es wird nichts Lustiges, es wird ziemlich nerdig. Einfach mein Hobby zur Schau stellen. Was anderes wird's nicht. So, da haben wir 152 Votes, das kann ich nicht glauben. 132 sagen ja, 20 sagen nein. Dann sag ich, das ist schon eine gemeine Wiese auch. Drücke auf Complete, funktioniert das dann und verschwindet. Gib dir das. Beste Tool ever, funktioniert auf YouTube und Dinge auf einen Tastendruck. So, da sind wir! Freunde der Sonne. Was ist unser Plan? Was ist unser Plan? Wir schauen mal aus. Wir haben einen Gickeltopf, unser Essen geht in den Tee, wir sind einigermaßen warm beieinander, schaut gut aus, wir sitzen uns jetzt einmal da so her und halten wir mal unser Maul. Leise? Habe ich Steps gehört oder war ich das selber? War ich selber. Wir hätten vielleicht, währenddessen wir jetzt so lang labern, hätten wir mal vielleicht einen Plan schmieden können, was genau das wir eigentlich deren. Map, was wir jetzt deren? Wir laufen jetzt einmal die ganze Stadt nach oben ab, bis zum Ende der Stadt. Ja, am See vorbei und looten wir einfach mal. Wir brauchen mal ein paar Sachen, schauen wir, ob wir was finden. Note,
ins Notepad, da gibt es einen Brunnen, da sauft man ein bisschen was raus und dann ist gut. So, Hashtag Map ab in den Chat, wenn ihr mitmacht, der ist quasi raus. Der ist sozusagen raus. Habt ihr einen Game Sound? Ja. Tun wir jetzt da nicht um hin und her schalten. Habt ihr? Basti, mir ist wieder ein 10er. 1. Du Volldepp. Komm mal, mir ist wieder ein Reset. Bin zu spät in der Nacht, schreib mir bitte meine Arbeitskollegen, du, sie sind zu falsch zum Arbeiten. Hey, Arbeitskollegen vom Kobalasee. An die Arbeit. Arbeit. Wer weiß, wo das hier ist. Timmy, merci, Frankie, merci, Florian, merci, Undrummable, merci. So, Schluss jetzt. Ich möchte feinstes Gameplay, möchte ich. Da kann man mal ja Hosen brauchen. Es duscht heute wie Sau. Das ist ja wieder super unvorteilhaft. Wo genau sind wir eigentlich? Wir sollten nur mal in die Militärzeit rein, oder? Was halt's denn hier davon? Vielleicht ist da doch ein bisschen Loot drin. Weißt du was ist? Da können wir schon noch mal reinluren. Was ist da? Da haben wir eine gute alte Makarov gefunden. Schauen wir das Ding hier. Haben wir da Schuss drin? Nein. Ja, einen. Ja, hier. Einen Schuss haben wir in der Makarov. Sonst haben wir nicht recht viel, fürchte ich. Das komische Scheißvisier, das braucht keine Sau, wirf's weg. Messer haben wir, Chips haben wir, was zum Trinken haben wir. Da weiß ich leider Gottes nicht mehr, ob das kaputt ist oder nicht. Und unseren Gickeltopf müssen wir uns auch einfressen, weil sonst verhungert man. Na gut. Eine mit dem Gickeltopf und dann müssen wir wohl oder übel in der Käden durch, weil sonst stehen wir jetzt nur eine Viertelstunde in dem Heisel da umeinander. So, schauen wir mal vielleicht aussehen. Da hinten bei den kaputten Autos und so weiter und dann gehen wir da auf zu. Da in die Stadt rein und hoffen wir, dass keiner da ist. Sag ich dir, was ist. Mach die Bude auf, los geht's. Nicht sprinten, wir dürfen nur normal laufen. Zombies sehe ich bis jetzt auch noch keinen und gut ist. Makarov Chambern, muss ich da irgendwas da damit? Der eine Schuss, der bringt uns sowieso auch nichts. Also da brauche ich nicht einmal auf einen Spieler schießen, wenn er kommen darf. Die Frage ist, wir haben keine anständige Waffen, nicht für Zombies, gell? Haben wir einfach nicht. Hat mich der jetzt schon wieder gesehen, da? Ah, Kimmer, ich sitze hinter der... Ah, geh, leg mich da am Arsch. Geh, leg mich da... Kruzifix! Der scheiß starke Schlag bringt überhaupt nichts! Oder nicht einmal was dabei. Da looten wir jetzt ungesehen durch, das sagt er eh. Kein Zombie-Fight mehr. Unser Leben geht runter, aber blüten der wir Gott sei Dank nicht. Der hat uns jetzt wieder die Jacken kaputt gemacht. Super gute Geschichte, Birger. Super gemacht. Tolle Wurst. Super Spitzenqualitätswurst. Spitzenqualitätswurst! Ist das eine Hosen? Ja! Gib Hose! Was ist jetzt da, wenn ich da mit dem Mauszeiger umgehe, dann ist Hose weg? Spacken! Oh, ein Helm. Rally setzt mein Helm auf. Her mit dem Helm. So, haben wir einen guten, einen kleinen Heimer haben wir auf. Wo ist der Zombie-Sepp? Der ist da links daneben. Der hoffentlich sagt uns der jetzt nicht, wenn wir da reingehen. Sehr gut. Was haben wir da? Was ist das? Rauchgranaten, kalte Nudel. Was haben wir da? Oh, das ist eine Taschenlampe oder... Oh, Kampfzielvisier. Das nehmen wir schon mit. Das ist nicht schlecht. Jetzt gehen wir da noch um. Und dann verpissen wir uns außen wieder fort, weil da haben wir eigentlich nichts verloren. Das Zeug können wir nicht fressen, das hilft uns nicht weiter. Das sagt der, was ist. Ein bisschen am Boden schauen, da glaube ich liegt ein Magazin, 7 Schuss, Kaltmagazin, nimm es mal mit, das ist wurscht, da liegt noch ein Eimer, eine Suppenschüssel. Na gut. Ja dann. Oh nein, 2 Spieler. Na. 2 Spieler hinten draußen. Hat mich schon gesehen. Da vorne am Garda ist er, der hat definitiv eine Waffe. Und der wartet 100%ig. Ja, kommt schon. Wir verstecken uns da, wenn er drin ist. Sobald der hat eine Knarre in der Hand, sobald er drin ist, müssen wir betten, dass er uns nicht sieht. Wird schon wieder spannend. Der hat mich schon gesehen. Er läuft weg. Sehr gut. Ich glaube, er läuft weg. Da hinten läuft er umeinander. Ich weiß nicht, was er tut.
Warte oder schau da? Oh, die haben zu zweit. Die haben zu zweit. Kann man uns jetzt da verpissen, da auf? Ja? Können wir uns verpissen? Auf alle Fälle ganz weit weg. Ja, der andere läuft auch weg. Der andere läuft auch weg. Nur nicht bewegen. Deckt uns der? Ja, sie laufen von hinten auf. Puh. Puh. Ich mag jetzt da keinen Zombie nicht triggern. Ich mag jetzt da hinten. Gehen wir da hinten. Ich mag den rechts da oben, den Zombie nicht triggern. Nein, nicht überall Zombies, das ist nicht voll behindert. Müssen wir einfach betten, dass sie uns nicht sehen. Das hilft nicht. Das hilft nicht, das hilft nicht. Ist auf der rechten Seite neben dem Bus abhauen. Und eine in die Stadt und sofort hinten aussehen. So weit weg wie es geht. Abflug. Da in die Stadt anlaufen. Der gelbe Dingsanzug ist halt auch mittelmäßig von Vorteil. Unser Essen geht auch verloren. Schauen wir mal nach links, ob es noch mal kommen, keine Ahnung. Ah, weg. Da nicht zu lang, wir müssen ein bisschen durch die Häuser looten, Abflug. Sofort irgendwo eine und dann aus dem Hinter. Was ist das da? Sporthemd. Den nehmen wir mal mit. Haben wir da Salzstangen, braucht kein Mensch, die kosten uns bloß trinken. Muss jetzt ein bisschen zackig gehen. Ah, wahrscheinlich übersehe ich wieder die Hälfte, aber ist eh wurscht. Wir haben ja auch schon wieder alle Tieren off. Das ist doch recht auffällig. Ja, verpissen wir uns. Machen wir ein paar Meter. Hoppala, was haben wir da? Den sagt man halt noch besser. Kompletter Abflug. Kompletter Abflug weg hier. Die haben mich auch garantiert gesehen. Also 1000%ig haben wir die gesehen. Aber dann halt, deswegen hat er auch nur außen rundherum geschaut und ist nicht reingegangen. Aber da was auch auffällig ist, da haben keine Zombies. Komisch. Wir gehen wir. Meter machen gehen wir. Wir gehen bis ans Ende der Stadt. Irgendwo da war ein Brunnen, ich weiß, das interessiert mich jetzt aber nicht. An den sitze ich mich ganz bestimmt nicht mit meiner leuchtend orangen Dingi. Geht's Mikro noch? Ich denke, warte mal. Was für Tasten habe ich geklickt? Ich weiß nicht mehr, auf was für Tasten ich es geklickt habe. Ich bin gerade ein bisschen Dosenöffner, den nehmen wir mit. Den gehen wir da. Beautybeutel nehmen wir auch mal mit. Kann man Verbände draus machen. Abflug. Einfach bloß Abflug. Da ist halt alles auf. Oh, da ist eine Dose. Lecker Aufschnitt. Genau solche Sachen suchen wir. Die uns einfach kurz drunter bringen. Hast du Mund für dein Pistol? Nicht wirklich. Habe ich noch nicht nachgeschaut und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht den Kapuzenpullover. Nimm den Kapuzenpullover, den sagt man nicht ganz so weit. Besser. Besser. So, Abflug. Einfach weg von da, wenn da schon wieder zwei Leute mit Waffen unterwegs sind, dann klang ich eigentlich eh schon wieder. Was komisch ist, dass da keine Zombies sind. Da war ein Topf. Was, ein Topf? Den habe ich nicht gesehen. Ausnahmsweise gehe ich da jetzt zurück aus. Ich bin mir 100% sicher, dass wir die da drin halt umeinander laufen sehen haben, ist eh klar. Da war ein Topf. Wo war da ein Topf? Da war ein Topf. Irgendwo war ein Topf. Da war ein Topf. Tatsächlich. Nimm mich mit, den können wir brauchen. Topf saves lives. Every Topf saves one life. So, schauen wir da, was ist denn das für ein lustiges Zeichen? Alter, das ist ein Player-Tent. Bruder. Da drin. Brauchen wir nicht. Weg hier. Weg hier! Weg hier. In dem Industriegebäude erwarte ich jetzt eigentlich nicht den fetten Loot und ich mag da eigentlich auch nicht lange umeinander gurken, aber schauen wir einmal kurz grob drüber. Was liegt da? Das ist alles Schrottscheiß.
Ja, da gibt es halt Industrial Loot. Wir brauchen was anderes. Was gibt es da hinten? No, da liegt noch was. Arbeitshose. Hilft uns auch nicht weiter. Hosen haben wir eigentlich eine ganz brauchbare, einen etwas unauffälligeren Rucksack hätte ich noch gern. Und ich warte jetzt eigentlich die ganze Zeit drauf, bis ich da rausgehe und dann stehen die anderen zwei Volldeppen da um. Ja, das ist alles Spielerloot, 100%. Was ist da? Was drin? Ja. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Das ist alles ein Kass. Aber wir brauchen halt was zum Essen. Das ist unser größtes Problem. So ein bisschen. Mit da einer, da ist auch nichts. Tja. Dann werden wir wohl oder übel uns jetzt einmal da schnell so hersitzen und die Map öffnen. So. Wir haben jetzt da unten haben wir die Spieler gesehen. Sind wir da aufgelaufen, haben wir da am See vorbei, an dem Industriegebäude vorbei, daher. Jetzt ist die Frage, da vorne teilt sich die Straße. Ich möchte eigentlich weiter weg von denen, wir gehen nach Norden auf, da auf und looten wir da durch. Da gibt es Obstbaum, schauen wir, ob wir da was finden und ansonsten gibt es, glaube ich, nicht recht viele Wohngebäude. Schauen wir mal. Vielleicht ist dann auch noch rechts nach Belaya Poliana, kann man als nächstes schon, da ist auch ein Brunnen und das ist schon wieder so eine langzogene große Map da haben auch die anderen, die haben da wieder zurück ausgelaufen und laufen wahrscheinlich auch da Richtung Norden weiter, bin ich mir fast sicher. Was daten sie sonst? Je nachdem von wo das kämen, keine Ahnung. That's the plan. Das heißt, gerade aus der Straße noch, wetten, dass die zwei Spackos weg sind, aber die haben schon so ausschaut. Warum die dann auch gleich wieder so weg sind, kann ich nicht einschätzen, was da der Grund dafür ist, aber vielleicht haben sie die Hose genauso voll wie ich. Ich habe halt keinerlei Schusswaffe und nix. Hilft halt dann auch nicht. Warum kann ich da nicht rein? Was ist denn das wieder für Behinderung? Liegt irgendwas? Irgendwas liegt da. Jetzt bin ich drin. Warum? Ein medizinisches Thermometer. Jetzt können wir uns in den Arsch einschieben. Sprichwörtlich. Sprichwörtlich! Habe ich schon wieder irgendwelche Donations übersehen? Ich weiß nicht, ich schaue mir nach. Bratenfest-Zölibat, auf die habe ich schon gewartet. Erntedankfest ist so ein schönes Wort. Mashallah, Inshallah, Hopsala. Du Kasperl, merci dir. Flo, merci für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Aber in den Chat habe ich dir, Flo, kriegst du die Privattröte unterm Vollsprint. Merci dir. Und der Domi mit 2. Der Domi hat gar keinen Bock auf Warhammer. Tja, wo Map dein Arsch? Alle schreiben Map, nein, ich hab Map nicht vergessen. Passt schon. Ja, solange wir da nichts beieinander haben, geht der Herr Lee Braun abseits des Weges. Die Frage ist bloß, ist das da richtig, wo wir gehen? Da hinten ist die Straße und die muss sie ja dann irgendwo teilen. Die muss sie ja dann irgendwo teilen. Das ist mir jetzt aber wurscht. Da ist ein kleines Gebäude, das looten wir mit. Da bleiben wir vielleicht auch mal in der Schupfe stehen und schauen wir genau, wo wir sind. Aber jetzt looten wir das erst einmal sauber durch. Das ist so krass in der Pampa. Also wenn da jetzt irgendjemand umeinander guckt, dann wollte der liebe Daisy-Gott, dass wir sterben. Da ist aber halt nichts. Arbeitsschuhe. Oh, BK18. Was ist denn der BK18? Zum 62er Mund. Ja, die haben wir mal am Bug laufen, aber wir haben halt keine Munition dafür, oder? 545er Mund haben wir, ein paar Schrotflinten-Slugs und so ein Scheiß. Naja, hilft nicht. Haben wir nichts. Da haben wir noch mehr Makarovs. Jetzt warte mal. 45 ACP, 380er ACP. Mei, das hilft uns alles nichts weiter. Du mit den Scheiß da weg, den können wir auch nicht brauchen. Verbände haben wir. Nehmen wir da auf. Oh, wir haben Beans. Was wir jetzt deren? Jetzt essen wir mal Runden was. Haben wir einen Dosenöffner gefunden? Jawohl, ist der gut, der ist demoliert. Ist aber nicht tragisch, der funktioniert noch. Einfach gleich entlang laufen. Muss ich. Ja, draußen gurgeln Zombies schon wieder. So, jetzt essen wir mal ein Drittel von der Dosen. Hätte ich jetzt mir vorgeschlagen. Einmal ein Drittel eingefressen. Ja, easy, passt. Ja, machen wir mal die Tür zu. Und dann schauen wir nochmal, wo wir sind. Wir haben jetzt da den Gleis entlang gelaufen. Ja, passt schon. Also wir haben jetzt da in den drei kleinen Gebäude da und wir laufen einfach, hast du ab, Mr. Niki Netter. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie in Frage gestellt habe. Wir laufen dann einfach weiter bis ans Ende von der kleinen von dem Minidorf Dobroe und schauen mal, was wir da finden, weil es nicht hilft. Weil es nicht helfen tut. Brauchen wir sonst, schauen wir mal, jetzt passen wir auf, schauen wir mal. Die Makarov, die hat ja gar nichts. Ja, die schmeißen wir weg. Die wir nicht brauchen, drauf geschissen, da ist Munition drin, ein Magazin, das können wir auch nicht fressen, hilft uns auch nicht weiter. Und was wir mit dem Wasser da haben, weiß ich nicht, ob wir das aus dem Brunnen rausgelassen haben letztes Mal. Weiß ich nicht, leider. Schauen wir da mal noch durch. Zombie mag ich eigentlich auch ungern triggern. Wenn wir es vermeiden können, vermeiden wir es. Bei unser scheiß Hacke, weil er völlig für den Eimer ist.
Oder boxt man nieder, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es sind mehrere wie einer. Ich habe jetzt da keinen Bock, dass ich... Aber oh, da haben wir was Schönes, das ist schon eine Trainingsjacke. Ja, ist gut. Ja, die ist Welten besser. Welten besser, das sagt er. Warte, das ist alles gut. Ach du Scheiße, was ist mit dem? Natürlich haut er einmal zu, du. Ja, er hat einen Apfel, aber der ist hin. Apfel verdorben, wie kommt denn der da rein? Da liegt noch mal ein Scheiß. Ich will da einen Vogel, gell? Mal tauschen. Magazin mit so im Schuss drin schon hin. Ja? Ist die benannt, die ist demoliert, die schmeißen wir hin. Gibst mir mal die Pistolen. Und da ich sagen, tust du mal das Magazin aus. Ne? Nehmen wir Magazin, lasst mir R gedrückt. Wieso kann ich das aufladen? Bin ich behindert oder? Lol. Okay. Ich hab zwar volle Magazine für meine Pistolen, ich hab wieder nicht gescheit geschaut, was war denn das für... Jetzt bleibt mein Kruzifix. Dämliche Schlampe! Wenn man schon denkt, ich hab doch Steps gehört, machen wir da sofort die Tür zu, weil ich schon wieder total paranoid bin mit der Scheiße hier. Was wollten wir da? Müssen wir uns verbinden, tauschen. Achtung, meine Wunden behandeln. Nicht gut! Birger ist wieder so schwindelig. Leute, vergesst mal den Like auf dem Stream nicht. Ja, der Herr Hermann hat absolut recht. Oder absolut recht, der gute Mann. So, mir isst man noch mehr Stückel. Und dann geht's weiter an den Gleisen. Haben wir schon wieder ein Drittel. Mir isst man immer ein Drittel. So, schaut gut aus. Und dann die haben wir noch die Pistolen da herunten auf 3. Falls wirklich ein Spieler kommt, ich meine, das ist irgendein kleines... Jetzt wird mir Österreicher gleich wieder schimpfen. Würmer ausgraben. Kann man natürlich auch fischen gehen. Aber dazu müsste man ein Viech erschlagen. Aber gut. Hab ich... Ah, nein. Nein. Ach, Mann. Den hab ich nicht gesehen. Du stehst da mitten in der Pampa, du Drecksack. Ach so. Weiß ich nicht. Der Baum von uns. Mein Feuer um! Mein Gott, du regst mich, die Zombie-Scheiße geht mir so auf den Sack, verpiss dich. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn! Da hängt ein Baum drin! Putzengrubskretin und unsere Jacken ist auch schon wieder hin. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Ich möchte nämlich gerne eine Hacke oder einen Baseballschläger, wo man Nägel durchdreschen können. Oder irgendeine brauchbare Nahkampfwaffen. Sehr fix. Melone! Erklärung Stealth-Kill. Das ist eine Mechanik, die gibt es noch gar nicht so lange. Das habe ich noch nie ausprobiert. Noch nie. Von hinten anschleiern, dann Kampfmodus, also Rechtsklick drücken und Doppelklick mit einhändiger Stechwaffe wie Messer oder Schraubenzieher. Das sollte man eigentlich mal ausprobieren. Messer habe ich. Geht das mit jedem Messer? Geht das auch mit meinem Abfacken? Was haben wir da? Beschädigten Steakmesser. Das war der Baumbart, ja. In seiner Human Form. Das ist schon das kleine Stadtteil? Nein, aber das fängt davon an. Wir nehmen das natürlich mit, da looten wir rein. Hammer wäre gut. Ich weiß, was ist denn die stärkste Nahkampfwaffen in-game? Ich habe das Hacke in Erinnerung. Zu meiner Zeit war das noch als Hacke. Weißt du, was es ist? Ja, aber gut, wir haben ja schon einigermaßen dabei. Unsere Heinz Baked Beans, die geben uns Nahrung und Wasser, das passt alles ganz gut. In der Stadt davon, glaube ich, gibt es auch einen Brunnen, wenn mich nicht alles täuscht. Da werden wir mal vorbeischauen. Unser Wasser ausleihen. Im Werkstall ist wieder nichts drin. Vorschlag haben wir fetzt. Fleischklopfer ist lustig. Dass der funktioniert, das ist eh klar. Was haben wir da? Anzughosen, eine kaputte, die kann ich natürlich nicht brauchen. Da was herin, da liegt auch gerne mal was hinter der Scheißdrecksbar. Oh, da hat jemand ein Lagerfeuer gemacht da herin. Hier hat jemand ein Lagerfeuer gemacht. Oh, da liegt was. Was ist da?
Capri-Hose, wie sind die benannt abgenutzt? Wie sind unsere Hosen benannt? Die ist demoliert. Müssen wir tauschen. Da haben wir jetzt auch gar nicht lange umeinander. Nähset, glaube ich, haben wir nämlich keins. Haben wir ein Nähset? Ich habe eigentlich gemeint, dann haben wir das mit der She-Braun noch gefunden. Und nicht mit dem Lee. Lee Braun! Haha, der Voice Crack. Der Voice Crack muss einmal kurz sein. Bläst einmal dein Leben lang so umeinander, wie ich tue. Und wenn du keinen hast, du hast die Maculus-Pistole weggehauen und die abgenutzte behalten. Hab ich das? It is what it is! Ah, da sehen wir schon wieder Zombie-Seppen. Da wollen wir mal vorbeikommen, ohne dass wir es triggern. Der da noch drin, das ist natürlich... Ja, super tolle Geschichte. Ganz super tolle Geschichte. Warte, mit dem Messer fällt er aber auch ganz schön schnell um, hä? Oder Taschenlampen dabei, der Mistgrippe. Seit wann haben denn so viele Zombies in Gebäuden drin? Ich möchte jetzt den Stealth-Kill ausprobieren, so schaut's aus. Nicht. Ah, ja. Sexy ass! So, jetzt schauen wir mal. So, muss ich dazu aufstehen? Wahrscheinlich schon, oder? Easy. Bruder. Bruder, easy. Der hat ein Seil. Ich bin halt stark für Fischen. Wer ist für Fischen? Ich bin für Fischen. Ja, das geht ja smooth. Muss mir, dass man allerdings einen Zombie in Zeiten sticht und der stirbt einfach, ist ein bisschen seltsam. Ist ein bisschen, da haben wir noch einen Topf. Da schon, brauchen wir nicht, haben wir schon. Ja, da, wenn schon wieder alle Tiere auf sind, dann weiß ich auch schon wieder, was geschlagen hat. Die Idee, da irgendetwas zum Looten, bin ich nicht der Erste, der die gehabt hat. Offensichtlich. Aber gut, schauen wir mal durch. Wer weiß, vielleicht ist es schon wieder ein bisschen was respawnt. Ich bin auch fürs Fischen. Fischen hört sich gut an. Was brauchen wir dazu? Ein langer Stecker, ein Seil, aber wir brauchen Knochen. Also wir müssen mal irgendein Viech umbringen. Oder aus was kann man sich noch so einen Fischerhaken bauen? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Gibt es andere Möglichkeiten als den Knochen, um sich einen Fischerhagel zu bauen? Motorradhelm, haben wir alles schon gehabt, brauchen wir nicht mehr. Oh, da liegt was Cooles. Sportsonnenbrille, die nehmen wir natürlich alle, Alter. Jetzt hat das Beitel seinen komischen Grünstich. Was ist das? Lol. Würde ich brennen, aber weil ich einen Schlaganfall krieg. Mein Sierenboden. Weg mit dem Schum. Nur ein Knochen oder halt einen original Fischerhaken irgendwo finden, oder? Also einen Angelhaken halt finden. Na gut, dann werden wir wohl oder übel noch am Kickel oder noch irgendwas suchen. Makarov haben wir könnten mal ein Schweindel da schießen oder irgend sowas. Und ich hab schon gesehen, am Ende der Stadt einen Haufen Spawns für fucking. Schauen wir mal, vielleicht finden wir uns. Jetzt hab ich schon gemacht, das ist ein Spiel. Nein, ich bin schon wieder hart paranoid. Es ist schon wieder, grenzt schon wieder an ein verficktes Wunder, dass diese zwei Spieler nicht erstens nicht aggressiver nachgängen. Und die haben mich gesehen. 1000% haben mich die gesehen. Sonst war einfach eingegangen zum Nachschauen, zum Looten. Und war nicht da so außen rundum geistern. Und es grenzt dann ein Wunder, dass er nicht gesehen hat, dass ich dahinter da weggehe. Ja, das sind einfach die Chameleon-Fähigkeiten vom Chameleon. Er ist sogar unsichtbar mit einem orangen Neonanzug. Ich soll jetzt vielleicht nicht wieder verschreien, weil sonst tut es wieder ein Schäberer und ums nächste Eck steht irgendein Trottel. Und schießt mir ins Gesicht. Aber gut. Dann einfach so auffällig wenig Zombies. Da haben wahrscheinlich so viele Spieler auf dem Server, dass keine Zombies nicht nachspawnen, weil sonst der Server wieder abkackt. Was ist da oder los? Herr Leffler! Alter Birger, du musst echt mehr in Klamotten und Depf und so Zeigel reinschauen, da flockt meist so viel Glumpf drin. Du meinst, dass die Teile am Boden, weil das ist auch alles so ein Zeug, an das ich mich nie gewohnt habe. Das sind zu meinen Primär-Daisy-Zeiten, hat es das nicht gegeben. Da muss ich mich erst drauf gewohnen und das passiert halt einfach in 1,5 Stunden Stream, passiert das halt nicht. Wie wir ausgraben, können wir mit jedem Ding. Erstmal merci dir für den Sette kann 10 kosten müssen, ich weiß nicht warum, weiß ich nicht. Zitronakini, merci für den Zwickel. Servus, Bier, Grüße vom Nachschau-Squad, aber du bist doch jetzt im Vorschau-Squad. Aber ist ein guter Punkt, Grüße an den Nachschau-Squad. Und ihr im Chat. Mein Öhrchen hat einen Gickel
vernommen. Und zwar in dieser Richtung. Jetzt. Achtung, Map. Wo sind wir da? Wir sind jetzt an der großen Halle vorbei, ein bisschen weiter. Und da vorne am Straßeneck ist ein Giggal-Spawn. Und da vorne am Bauernhof ist ein Giggal-Spawn. Und den holen wir uns. Und ein Schaf habe ich auch gehört. Ich höre ein Schaf. Oder ein Gors. Schafel oder Gorsen. Map! Hoppala! Vergessen! Entschuldigung. Wir müssen jetzt einen Giggal erschlagen. Und dann müssen wir einen Fischerhagel machen. Fischerhagel! Oh, da gibt es ja noch einiges an Gebäude zum Looten, das ist sehr gut. Tommy! Fischen! Ist gleich 1. Das ist der mal. Das ist der mal. Jetzt wird gefischt. Ich bin jetzt schon wieder so skeptisch, weil mir lockt mir beim 2 Spieler da, klang ich schon wieder, dass wir mir da allein sind. Aber da haben auch keine Zombies. Schaut gut, also ist der Gickel da oben im Wald drin oder was? Trotzdem nehmen wir natürlich die Häuser mit. Schauen wir, ob es da irgendwas gibt, was umeinander liegt. Leider nicht. Das Häusl da hinten ist gut. Habe ich zumindest gut in Erinnerung. Nein, schon wieder alle Tieren auf, das heißt nichts Gutes. Ja, Wasserflaschen. Das sind einfach nur Plastikflaschen. Kann der Spieler. Da ist auch ein Lagerfeuer drin, wenn man nicht alles täuscht. Ja. Gut, das kann aber da auch schon ewig drin sein. Also Sprachkommunikation testen. Ich weiß nicht mehr, was für Tasten das war. Auf was? Ja. Hab schon noch. Erinnert es mich daran, größer, kleiner gleich. Ich mag mich aber nicht mit anderen Leuten unterhalten. Ich schieße mir einfach mit meiner Makarov ins Gesicht. Die haben wir nicht lange umeinander. Wie schnell geht die raus? Die geht schnell raus, ja. Looten und bluten. Sneaky, du. Oh, zur Trainingshosen noch Jogginghosen oder was? Wir sind unsere Capri-Hosen benannt. Die ist abgenutzt, die ist makellos. Ja, mit dem Trainingsgewand. Jawohl. Also, so ein Nähkit war einmal noch nicht. Was liegt da noch umeinander? Der Anglerhut. Weißt du was, damit wir ein bisschen friedlicher ausschauen, tun wir den Heimweg daheim. Wenn der bei den Kopf einschießt, das hilft sowieso nichts. Außer jemand schießt mit der Makarov drauf. Dann vielleicht schon. Was haben wir da? Da haben wir was gefunden. Dosenspaghetti! Somebody touch my Spaghetti! Jetzt bin ich übrigens der Lee Blatt. Im schwarzen Russen-Trainingsanzug. Dark. Ringmantel, nix drin. Das sieht man übrigens auch gleich, wenn wir mit dem Mauszeiger drüber gehen, da ist ein kleines Plus drüber, dann sieht man eigentlich gleich, ob Items drin sind. Ah, letztes Mal war da, glaube ich, was auf der... Jetzt müssen wir den Gickel holen, ich sag das, was es ist. Wenn wir mir jetzt irgendwas, den holen wir mit den Gickel und der ist da oben im Wald drin. Und Helch, glaube ich, habe ich auch gehört. Oder da vorne. Jetzt warte mal. Oder da unten. Da vorne müsste der Spawn sein, bei dem großen Bauernhof da oben. Pressieren da noch nichts? Nein, das sind Wölfe. Ich sehe da keine Wölfe. Wölfe, wenn kommen, sind wir gefickt. Und die werden sich von meiner Makarov und meine 12 Schuss nicht recht beeindrucken lassen. Nehme ich an. Ja, hier ein Gors haben wir noch gar nicht gehabt. Ein Gorsen haben wir noch gar nicht gehabt. Da ist ein Mützel. Ein Gors haben wir einfach noch nicht gehabt. Ob wir dir in den Kopf schießen, ist die Frage aller Fragen. Und die Makarov kommen nicht so weit her, das gibt's nicht. Gibt's nicht, glaube ich nicht. Gorsal, wo? Da machen wir einen Fischerhagel draus. Da ist nichts drin. Was haben wir da drin? Haben wir endlich einmal eine Jacken gefunden. Eine Bomberjacken! Ist aber auch demoliert. Da ein Gorsal! Oh, da haben sogar 2. Tja, wie ist das? Da haben wir einmal. Oh, da haben sogar 3! Bruder! Ja, da fürchte ich, werden wir einen in den Kopf schießen müssen. Das wird nicht helfen. Ich fürchte, das wird nicht helfen, liebe Guys. Oh, Gummistiefeln. Gummistiefel haben Gold wert, werden deine Fusse nicht nass. Wunderbar, anziehen. So, jetzt bin ich der absolute Pro-Gamer raus im Trainingsanzug und die Gummistiefeln. Gratuliere mir selbst. So,
Dann da die sagen. Das ist Salz und Pfeffer. Das war bis jetzt der beste Name. Sunny Side of Life. Da schleichen wir uns jetzt ganz verrückt an. Nehmen die Makarov und dann nehmen wir die weiße Gas oder nehmen wir die schwarze Gas? Was wir mal ausprobieren? Wir probieren unser Umfragetool aus. Soll die weiße Gas? Schwarz oder weiß? 1 ist die schwarze Geiß, 2 ist die weiße Geiß. Und wir starten eine Umfrage in 3, 2, 1. 1 ist die schwarze Geiß, 2 ist die weiße Geiß. Ihr könnt voten mit Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen 1 oder 2. Was tut denn da so? Und sie macht die Geiß so komische Geräusche. So, wir haben noch 38 Sekunden Zeit. Währenddessen stehe ich da in der Pampa umeinander wieder mal wie ein kompletter Vollidiot, aber Experten wissen natürlich, dass am LeBron bei seinen Sachen nichts passiert. Das ist ja ganz klar. Da, schwarz nochmal ist die 1. Oh ja, schaut nach der schwarzen Gas aus. Muss die schwarze Gas drauf glauben. Die werden wir am Satan jetzt opfern. Hey, wehe, die glitscht durch den Boden da hinten durch. Nein, die liegt am Boden. Schau, die haben sogar Animationen. Das ist ja Wahnsinn. Dann muss ich sagen, ja gut, die 9 Sekunden also zum Leben. Die hat sie noch zu leben. 185 Votes. Da schon hin. Da schon hin. Ah! Ja gut, die Weiße läuft ohnehin davon. Glaube ich. Weiß ich nicht. Naja, gut. Stirbt die schon auf einen Schuss. Alles klar! Wir haben 128 Votes, 67% wünschen sie, dass bitte die schwarze Ghost ja. Die schwarze Ghost stirbt. Ab zwischen die Augen! Alter, das interessiert überhaupt nicht. Okay, okay. Dann müssen wir ihn auch schon schießen. Mein Gott, dieses Aim. Möchte aber auch hoffen. So. Vielen Dank für Ihre Beteiligung. Gorsitzling und Vierteln. Ihr seid übrigens lauter Rassisten. Mehr so geht's dazu nicht. So, dann haben wir einen Haufen Klump da. Wir nehmen auf alle Fälle mal so viel Essen mit, wie wir können. Da backelt man. Ach, das ist schon im Topf drin. Dann backelt man das noch dazu. Und das backelt man aus. Das backelt man aus. Wir nehmen das Fett mit. Das saved uns. Oh, das sind übrigens kleine Fleischstücke, keine großen. Kann man aus der Haut was Tolles bauen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich brauchen wir da ewig die anderen Sachen dazu. Das ist mir jetzt da ordentlich wurscht. Wir nehmen das alles mit, wie groß sind die Knochen. Die brauchen wir eigentlich auch, aber aus denen machen wir uns gleich Angelhaken. So schaut's aus. Topf nehmen wir wieder aus den Händen raus. Da machen wir. Wir können eigentlich was aus der Hand nehmen. Dann machen wir jetzt oder so. Nein, nicht kombinieren. Bis dahin wieder wegstecken, nimm die Knochen und dann verpissen wir uns einmal nach drinnen. Dass wir da nicht so Open Field umeinander stehen, was komplett behindert ist natürlich. Kann man eigentlich durch Fenster wolken? Nein. Ich hab mich auch stark gewundert, um ehrlich zu sein. So, gehen wir da so her. Ist natürlich jetzt dumm, wenn da vorne noch einer kommt, sind wir sofort gefickt, aber egal. Also, jetzt passt es an. Da muss man, glaube ich, das Messer draufziehen und dann kann man da improvisierten Angelhaken herstellen. Und genau das werden wir jetzt da ein paar Mal. Der braucht auf alle Fälle. Du hast einen Fischerhagel. Wo habe ich einen Fischerhagel? Wo habe ich einen Fischerhagel? Nein, das ist kein Fischerhagel, da ist keiner drin in dem Hut. Das ist ein Slot dafür. Also ich kann jetzt den Fischerhaken nehmen und kann man sprichwörtlich an den Hut stecken. Ich mache jetzt da mal ein Stormesser, ein Knochenmesser. Brauchen wir mehr wie einen Angelhaken? Brauchen wir eh nicht, oder? Der geht doch eh nicht kaputt. Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Unser Ziel ist es, einen Fisch zu angeln, ein Lagerfeuer zu machen, den zum Brutzeln und zum Essen. So schaut's aus. Wir haben zwar haufenweise Fleisch, das ist Wahnsinn, wie viel Fleisch und Essen das wir haben, aber man kann ja nicht genug haben, ne? So, Knochen können wir eigentlich weg da. Nehmen wir den Hagel noch mal mit. Leute, was ist da schon wieder los? Wölfchen, Vertretungstrivia. Merci dir, wenn Anwälten langweilig ist. Es gibt Debatten darüber, ob das Töten eines Zombies legal wäre. Geht man davon aus, dass der Zombie tot ist, überwiegt die Meinung, dass es sich eher um Notwehr handelt, aber auch Störung der Totenruhe ist. Ja, vielleicht ist es aber auch Störung der lebenden Ruhe, wenn der Zombie-Sepp umeinander rennt und weiß das eh.
Doch, gingen sogar recht schnell kaputt, schreit. Wölfchen, Dankeschön. Ab mit der Diskussion. Ist es fragwürdig, Zombies zu töten? Ich kann mir genau vorstellen, wer sich da drüber aufregen darf, wenn man einen Zombie umbringt. Ich weiß genau, welche Art von Mensch das ist. Das sind auch die sich Regenbogenfahnen ums Hirn binden und an der Straße festkleben. Jene Leute taten sich da aufregen. Und dann Oliver habe ich übersehen, der ist Mitglied geworden. Aber in den Chat habe ich die Ehre, Oliver. Merci für die Mitgliedschaft. Tausch Messer aus, mach ein Knochenmesser. Das ist abgenutzt. Wir können mal generell mal schauen, ist da irgendwas drin, was wir nicht brauchen. Jetzt fressen wir mal unsere Bonal fertig. Das sagt der was ist. Das letzte Drittel, 2 Drittel haben wir schon rausgefressen, das letzte Drittel fressen wir. Essen haben wir wirklich genug, da sind wir super gut beieinander. Dann haben wir Platz. Jetzt schauen wir die komischen Cracker, die tue ich jetzt weg, die kosten nämlich bloß Dringer und das will ich nicht. Verbände da auf. Werkzeug hätte ich auch gerne da herum. Waffen da unten. Messer ist mir lieber, wenn das hochkant drin ist. Bitte frag mich nicht warum. Waffen und Munition da auf. Essen, Werkzeug da oben. Hochkant, hochkant, hochkant. Das haben wir da einer. Und dann schaut doch das ganz solide aus. Wir kriegen mal nicht, was ist denn im Topf alles drin? Da ist auch nur Essen drin, da können wir auch noch eins unterbringen. Sage ich dir, wie es ist. So. Ich darf jetzt auch fast das so machen, dass da nur Fleisch drin ist, weil das nehmen wir dann natürlich, wir haben ja einen Kochtopf, wir können ja Lagerfeuer machen und da einen Topf aufstellen. Dann, kurzer Blick auf die Map. Ja, kurz rundum geschaut, nicht, dass man da ein bisschen umeinander schleicht, was das was ist. Und dann ist ein kurzer Blick auf die Map. Wo sind wir? Wir sind jetzt, wir sind am Ende, da ist der Gickel-Spawn, der Gorsen-Spawn. Passt, da ist kein Brunnen oben. Aber auf dem Weg daher war ein kleiner Fluss. Und da ist nicht viel. Ja? Ich glaube nicht, dass da recht viele Leute vorbeikommen und da werden wir mal ein bisschen Wert drauf legen. Oder wir gehen natürlich in den Süden. Ja, für was haben wir unser Umfragetool? Also, 2 Pläne. Wir haben alles beieinander für eine Angel. Wir gehen mal wieder zurück aus bis zum Fluss, wo es relativ ruhig sein wird und angeln wir im Fluss und kochen wir da drin unser Essen. Oder wir gehen nach Süden, gehen wir zum Brunnen, füllen wir unsere Wasserflaschen auf und angeln in dem kleinen Bach, der da drin ist, und gehen wir das Risiko ein, dass da vielleicht Spieler sind, ist doch ein bisschen ein größeres Ding. 1, sicherer Weg nach rechts da rauf, zum kleinen Fluss, relativ abseits. 2, etwas Risiko und wir gehen nach unten. Umfrage startet jetzt. Ihr seht es übrigens, wenn die Umfrage startet, rechts oben. Ich gehe dabei wieder in-game und mache die Map aus. Umfrage läuft eine gute Minuten, währenddessen gehe ich mal zurück aus und ich kriege einen Topf da rein. Ah, der ist riesig. Der ist riesig, das gefällt mir gar nicht, muss ich gestehen. Taschen. Das tun wir jetzt da her und das Fett tun wir da auf, das tun wir da auf, das tun wir. Schaut besser aus, schaut besser aus. Kann man da eigentlich durchschauen? Nö. Na doch, kann man schon. Kann man durchs Kampfvisier durchschauen? Ja. Wer eine Batterie brauchen, nehme ich an, die wir nicht haben. Ja gut, behalten wir uns einmal noch, ist ein relativ gutes Teil. Da, Umfrage endet in 5. Ja, Alter, was ist denn das wieder? Was ist das wieder für eine Art Umfrage? Nimmt's mir jetzt ja nicht mit 50-50, legt's mir bloß am Arsch. Legt's mir bloß am Arsch. 1 war safe, 2 war unsafe. Umfrage beendet. 91 Votes gegen 89 Votes. Ja, dann nehmen wir wohl die sichere Variante. Das gefällt der Hälfte der Community halt nicht, aber es hilft sowieso nicht. Complete. So, gut. Dann gehen wir da wieder zurück aus, nehmen die Heisaln noch mit, die wir hier hatten. Bauen wir unser Angel und ziehen wir unseren Fisch raus. 1 ist am meisten gestimmt worden mit 50,55%. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch schon wieder Absicht von euch Zigeuner. Ich kenne euch doch. Ich kenne euch Zigeuner doch. Oh, das darf man nicht mehr sagen. Birge, du Rassist. Oder ist man Rassist, wenn man Zigeuner sagt? Was ist man dann? Menschenfeind wahrscheinlich. Was haben wir da? Eine Wanderhose, die können wir nicht brauchen. Oder sonst noch was drin. Immer diese Schieber. Oh, da ist ein Magazin. Da schau ich. 12 Schuss. Das ist für unsere Makarov. Ja, easy peasy, lemon cheesy. Können wir da mal was nachladen? Haben wir mittlerweile wieder Schuss? Nein. Aber Magazin leeren. Ja, hätte man vielleicht das kleine Magazin leeren sollen, aber jetzt bin ich schon dabei. Ist egal. So,
nehmen wir das andere Magazin und das füllen wir auf. Dann haben wir 2 Makarov-Magazine, das sind 24 Schuss. Glaubst du das eh nicht? Nimmst du mal die Makarov, dann tauschen wir dieses Magazin aus. Easy. Nein, nicht dieses Magazin da ist eine. Dann der wir Pistolen tauschen. Laden wir das Magazin noch auf. Wie nimmt man eigentlich was aus der Hand, ohne dass ich was anderes nehme? Weiß ich nicht. Egal! Oh, da gibt es ja nicht mehr recht viele Buden. Dann nehmen wir jetzt die Bude da vorne mit. Dann bauen wir uns eine Angel. Dann bauen wir uns eine Angel. 2 Angelhaken haben wir. Ich meine, mehr Fisch wie 2 brauchen wir nicht. Wir haben so viel Fleisch dabei. Aber ich mache jetzt einen Fisch angeln. Ich will jetzt den Fisch. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Ist da was herin? Warum ist denn da nie was herin? Das ist ein Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Na gut. Dann brauchen wir, jetzt bei so was, brauchen wir die Hake. Nehmen wir mal die Hake. Würmer ausgraben. Wir brauchen einen Wurm. How much is the fish? Das werden wir rausfinden. Gibt es eigentlich verschiedene Fische in der See? Also, oder ist es immer der gleiche, wenn man so will? So, da ist unser Angel-Equipment. Jetzt brauchen wir noch einen langen Stecker. Wie viele lange Stecker brauchen wir? Wahrscheinlich mit einen, oder? Kriege ich den überhaupt irgendwie zusammen ohne Werkzeug, ohne dass ich mein Messer jetzt da kaputt mache? Einsammeln! Langer Stock, ja, da passiert gar nichts. Wunderschön. Das scheiß Garsengequieke macht mich narrisch. So, langer Stock. Kombinieren. Improvisierte Angel herstellen. Easy. Dann machen wir sauberes Lagerfeuer und dann wird alles sauber gekocht. Bene. Was hab ich denn jetzt da? Einfach, habe ich schon eine einfache Angelroute, ja. Dann hängen wir da einen Hagel ohne und dann hängen wir da einen Wurm ohne, oder wir verstehen das. Na, nimmst du mal das mal so her und tust mal den Wurm mal kombinieren. Na, wie geht das? Warte mal. Leg den wieder am Boni. Nehmen wir mit den. Kombinieren, improvisierten Angelköder. Ja. Ja. Dann nehmen wir die Angel und dann nehmen wir den da so ohne. Das hätte man schön machen können. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gemacht habe, aber jetzt gehen wir fischen. So, und irgendwo der Straße entlang links muss ein Flüsschen kommen. Karpfen gibt es in Seen und Flüssen und am Meer gibt es ein Makrelen. Wenigstens Epsi. Das war eigentlich so leicht zum Implementieren, dass es da zumindest ein paar verschiedene Fischarten gibt und nicht bloß eine. Also eine in Süßwasser und eine in Salzwasser. Da gibt es mit Sicherheit Leute, die sich da amüsieren können und das, dann kann man das Angel-Minispiel besser machen. Wobei ich schon wirklich nicht mehr weiß, ob es ein Angel-Minispiel gibt. Nicht, dass es jetzt ein Scheiß labert, aber wahrscheinlich gibt es keins. Dann gehen wir wieder da oben in das kleine, etwas verlassenere Kürban. Und schauen wir nach, ob was abgeht. Jetzt gehen wir mal nochmal da rein, weil mich interessiert, ob da irgendwas nachspawnt. Nicht wirklich, gell? Da muss eigentlich wahrscheinlich fast der Server-Restart passieren, dass neuer Loot da ist. Oder irgendwie so, keine Ahnung. So. Auf mal ein bisschen abseits von den Zombie-Typen, die mag ich nicht triggern. Dringen mal was! Ich bin mir nicht mehr sicher, ob unser Wasser noch so gut beieinander ist. Ob das einfach gefunden war oder ob wir das selber abgefüllt haben. Ich weiß es nicht mehr. Schuhe kann man auch angeln und Kochtöpfe. Im Ernst jetzt? Werden wir rausfinden. Suchen wir uns ein paar Fischis. Und ich glaube, da drin ist auch ein Ofen, da ist zumindest ein Schornstein. Oh, da ist auch ein Zombie gespawnt, 2 sogar. Da stehen nochmal 2. Ja, grüezi, fix. Ja, müssen wir ein bisschen außen rundum laufen, das hilft jetzt nicht. Oh, es wird ja schon wieder finster. Wird schon wieder Nacht. Nein, nicht Zombie-Sepp, nicht. Ich bin so weit weg, Kim, verpiss dich. Bitchin. Ich weiß nicht, wo der hinläuft, aber ich laufe jetzt einfach da gerade aus 4 und hoffe, dass er mich nicht mehr sieht. Und da vorne muss der Fluss sein. Kommt jetzt der da wirklich nachher, nicht, oder? Weil sonst kriege ich einen Vogel, der ist meilenweit weg. Nein, es steht schon wieder. Steht schon wieder. So, gehen wir. Wo ist das Flüsschen? Kriegt man da irgendwo? Ne.
Da ist ja gar kein Flüsschen. Wo Fluss? Tu dich mal nochmal schnell rein. Achtung, wo fängt der Fluss an? Wo fängt der Fluss an? Eigentlich schon da herum. An der Bar sind wir schon vorbei. Da müsste eigentlich schon ein Flüsschen sein, aber ich sehe keins. Dieser gefährliche Dings da schon sehr Open Field. Ja, vor mir stehe ich in der Letten drin, ich Vollidiot. Ein anderer Rucksack war auch mal toll, wie dieses blinky rote Ding da. Ich sitze mir jetzt da neben das Standerl mit dem Fischen beginnen. Fischi! Fluss nur da, wenn Regen. Ja, das ist auch wieder sowas. Wann sehe ich denn, ob ich einen Fisch gefangen habe? Oh. Ich hab Gummistiefel gegangen. Wie ist unser Haken benannt? Der ist jetzt schon demoliert! Verdammt! Da darf man das Bett anfangen. Sag ich dir, was ist, da darf man das Bett anfangen. Tu mir nur oh, leg mir mal, da hätte man tatsächlich mehr Hagel machen sollen. Verdammte Scheiße! Der Wurm ist auch weg. Komisch, dass die Stiefel feucht sind. Ja, das verstehe ich jetzt auch gar nicht. So, gut, dann knoppen wir uns wieder hin. Habe ich in meinem Hut noch einen Hagel drin? Der ist schon demoliert. Was habe ich? Da muss man da tauschen. Und der ist auch demoliert. Was ist denn das für ein Käse? Und ich kann nicht auf den Hagel. Das ist so ein Blödsinn. Das ist, weiß ich nicht warum, entweder mal, ich hoffe, ich mache nichts falsch. Wenn ich was falsch mache, halte ich mein Maul. Aber dass ich den nicht an den Angel ohne tun muss, das ist behindert. Muss ich zuerst den Ding runter tun. Dann müssen wir den nehmen. Und dann. Was ist denn jetzt? Wieso geht jetzt das nicht? Weil er kaputt ist oder was? Möchtest du mich verarschen? Wie wir den da her? Einer? Verstehe ich nicht. Weil schon einer dran ist. Ach, weil schon ein Hagel dran ist. Ich meine, den tauscht er halt dann aus. Nicht sehr intuitiv. So, mit dem Fischen beginnen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ich glaube, da im Schilf ist es besser. Im Schilf, da steht er drin, der Hecht. Da steht er drin, der Hecht Sepp. Der Hecht Sepp und hechtelt außer. Uns friert. Warum friert uns? Da müssen wir feiern machen. Das hilft nicht. Hilft nicht. Das ist aber schnell gegangen jetzt, wenn er da. Ja! Ein Kapfer am Ausgezogen! Schau dir das an! Alter, der ist voll riesig. Der ist voll riesig! Bruder! Kriegen wir da noch einen Asser, mich so? Kriegen wir da noch einen Asser, mich so? Da bist du mal so. So, wie ist das Ding benannt? Der ist immer noch demoliert. Das ist aber wurscht. So, den haben wir jetzt so. Den haben wir im Wurm ausgegraben. Fischi, Fischi, Fischi! Ja, saubere, ausgewogene Ernährung ist das. A und O. Da, haben wir einen Wurm? Ja, wir haben einen Wurm. Haben wir einen Haken? Dann muss ich das wieder am Boni werfen. Mei, ist das deppert. Ja, ist schon ein wenig deppert, bist du deppert. Ja, improvisierten Angelhaken. Basteln. Ja. Dann nehmen wir das Ding wieder. Wir tauschen es mit der Angel. So, jetzt geht's austauschen. Wenn ich es einfach so drauf ziehe, geht's nicht. Naja, egal. Egal, again what learned. Du hast mir noch mehr einen Fischi raus. Give me Fischi! Fischi, Fischi! Das kann man so viel besser ausbauen, das Fischen. Das ist halt schon relativ simpel. Wie halt so Fishing-Spiele sind. Muss ja nicht super krass sein, aber ein bisschen. Dann zum im richtigen Moment da muss. Dass man es vielleicht sogar noch ausbauen kann mit einem Schwimmer. Mehrere verschiedene Fischerl. Verstehe ich nicht. Was ist jetzt da? Haben wir es jetzt leer gefischt, oder was? Ist da schon ein Wurm dran. Ja. Haben wir leer gefischt. Das ist nix. Außer mit dem Schund jetzt da, okay? Fischi? Fischi wo? Oh, irgendwas haben wir gefangen, aber ich glaube, ich war kein Fisch. Da ist ein Fisch! Wieder ein Kapfer! Schau dir das an. Ah, zauberhaft. Gut, dann der Lisung. In was für eine Bude hockt man uns rein zum Bratzeln? Da wird es auf alle Fälle schon wieder Nacht, das gefällt mir gar nicht. Wie heißt das Call of the Wild 2 mit den Fisch? Die Angler!
heißt das, glaube ich. Warte mal, ich muss mich schnell austappen und noch. Zocker, die habe ich übersehen. Es tut mir leid. Du kannst die 2 Verbände übereinander legen, dann ist es 1, was ich weiß. Das ist eventuell ein guter Punkt. Nein, das funktioniert nicht. Warte mal. Kann man es vielleicht kombinieren? Ich tue jetzt mit den Angelrouten weg. Kann man es kombinieren? Nein, funktioniert nicht. Ist das zwar so ein hellblauer Ding angezogen, als könnte man sie zusammen tun, aber es geht nicht. Ja, ist ja wurscht. So, und bevor ich unser Hake wegschmeiß, schmeiße ich lieber. Müssen wir sowieso ein Lagerfeuer machen, das machen wir da oben am Berg. Unser Lagerfeuer machen wir da oben am Berg. Nicht im Haus. Damit das klar ist. 5 Promille Zündab, Mann! Die hab ich ja schon lange nicht mehr gelesen. Friss jetzt deine Chips! Was für Chips, Alter? Ich hab keine Chips mehr, die hab ich weggeschmissen. Merci dir. Herbert, die hab ich auch gesehen. Merci für den Zwickelfußki. So, bin ich da, was hab ich versandt? 2 Spieler-Encounter, die nicht mehr sauber durch die Lappen gegangen sind. Die haben uns einfach nicht gesehen, weil wir mit der Sneaky Peaky LeBron sind. Ist eh klar. Hallo? Mann, was meinen die? Und jetzt sind wir fischen gegangen und einen Gors haben wir da geschossen. Und ganze Packel voll Fleisch. Wir haben so viel zum Essen, das ist ein Wahnsinn. Das ist ja ein Wahnsinn. Was der hier jetzt sagt, ich sauf jetzt mein Wasser. Nein, tu ich nicht. Aber wir gehen auf die Spitze des Berges. Auf die Spitze des Berges. Da wird schon keiner. Oh, da ist da haben auch schon wieder kleine Hütten. Was sind denn das für kleine Hütten? Was sind das für kleine Hütten da? Sind das schon die Hütten von der nächsten Stadt unten? Nein. Nein. Wasser hast du im Brunnen aufgefüllt. Schreibt der Chicks Lixen. Ja, okay. Ja, nice to know. Aber weißt du was? Dann der wir uns bloß. Weißt du, was mit da? Ich tue jetzt die Hake weg und wenn es ist, dann schlage ich die Leute mit der Angelruten, weil es mir wurscht ist. Trinken wir ein bisschen was, damit unser Getränkestand, unser Durst ein bisschen gelöscht ist. Trinken wir uns zumindest einmal. Ja, genau, bis die 3 Strichtoten sind. Das schaut doch gut aus. So. Jetzt brauchen wir. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen eine Rinde fürs Lagerfeuer. Ich hoffe, dass das hierher. So, schaut mal ein bisschen dunkle Rinde ab. Achtung. Zack. Brauchen wir wahrscheinlich 2. So, für Anzündi brauchen wir es auch noch. So. Dann kombinieren wir die 2, der wir es tauschen und dann kann man aus dem noch nichts bauen. Dann brauchen wir aber kurze Steckern, glaube ich, brauchen wir. Ich kriege jetzt die Rinde nicht mehr ins Inventar, gell? Weißt du, was wir deren? Schmeißen wir das Magazin weg, das braucht keine Sau. Weg mit dem Schund. Nehmen wir schon den einer Schrotflintenschuss, der wird uns auch nicht das Leben retten und die 22er Mini-Munition wird uns auch nicht das Leben retten. Weg mit dem Scheiß. Ganz ehrlich, weil es nicht hilft. Wie groß ist eine Rinde? 3 Dinger braucht es, gell? Dann machen wir so, ein bisschen Tetris spielen, easy peasy. Ja, was haben wir da? Die 45er Moon, die behalten wir uns natürlich. Brauchen wir einen langen Stecker. Langer Stock, Brennholz. Wir können das Brennholz ja so einsammeln. Das ist aber auch neu. Das ist doch vor einem Jahr oder vor 2 ist doch da noch nicht gegangen. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass man einfach ohne Werkzeug auf den Bami gehen kann. Und dann liegt da ein dickes Brennholz. Kann man aus dem schon. Nein, nehmen wir das. Kann man da schon was draus bauen? Nein, nicht wirklich. Oh gut, wir können es einfach einmal da herwerfen, weil es wurscht ist. Das findet man dann schon wieder. Ein langer Stecker, glaube ich, brauchen wir. Kann da überhaupt irgendwo stauen? Oder kurze Stecker, glaube ich, brauchen wir. So, kriegt man da was raus? Da was raus. Davon sicher nicht, haben diese Büschel die nicht dafür da, dass wir da mal einsammeln. Langer Stock! Nehmen wir mal mit, den können wir zu noch teilen. Da waren noch Schuss drin, weiß ich schon, war Absicht, aber die Schuss brauchen ja wieder einen Slot. Die möchte mein Inventar einfach ein bisschen leerer kriegen. Aufteilen, halten. Den langen Stock, da brauchen wir kein Werkzeug, den können wir auch einfach so auseinanderbrechen. Hätte mich ja gewundert. Herr Löscher, mir ist wieder ein Resub. Servus, der geile Bock, bin einfach wieder da. Grüße aus Oberösterreich von einem langen Member in der Abendschule und Fahrt in Deutsch. Sag ich, schöne Grüße in der Abendschule. Irgendjemand muss das ja erträglich unterhaltsam machen. Hirschi, mir ist wieder ein Euro. Bringt's mir nicht durcheinander. Jetzt finde ich nämlich tatsächlich das scheiß Holz nicht mehr, was ich da am Boni geworfen habe. Haben wir schon wieder soweit. Kruzifixi hätte es da nicht am Boni werfen sollen. Ich Vollidiot! Da liegt's, glaube ich. Nein, da liegen die Schuss. Und unser Holz liegt einen Meter weiter, wenn ich mich recht entsinne. Oh nein. Da liegt's.
Da liegt das Hacke. Oh mei, oh mei! Ja, da müssen wir es halt noch mehr runter tun. Jetzt passen wir over. Kann man da aus denen schon was bauen? Nein. Wie? Da, was ist da unten? Zombie. Okay. Wir brauchen unsere Rinde. Rinde wo? Rinde wo? Ich hab's doch einfach da hergeschmissen. Ich hab mir gedacht, ich kann mich einigermaßen dran orientieren, aber offensichtlich kann ich es nicht. Rindige. Regensitz? Ich habe ein Lasmagazin dabei, ja, das stimmt. Aber das, ja, können wir auch wegschmeißen, so wie das ist. Da hast du recht, wenn ich so drüber nachdenke, brauchen wir das Magazin auch nicht. Jetzt fängt es als Duschen an, Kruzifix. Jetzt müssen wir doch in eine Bude eingehen. Jetzt müssen wir doch in eine Bude eingehen. Da müssen wir nur mehr Rinde runterwitzen. Das hilft eh nicht. Mit dem geht's nicht mehr, oder was? Warum kann ich jetzt meine Pistolen nicht mehr wegstecken? Ich will irgendwann narrisch mit dem geschissenen Scheißspray. Ja, jetzt halt. Dann gehen wir mal in die Bude ein. Gehen wir mal in die Bude ein und tragen wir so das Einzelne ein. Ich weiß mich da bloß eine Dreiviertelstunde lang abtust und mir einfach keinen großen Rucksack nicht finden. Das darf eh nicht die Wahrheit sein. Seit 8 Stunden gefühlt renne ich mit dem scheiß Schülbock an. Klumpo geschissens. Verreckt's. Hundengraffe. Weißt du was, jetzt looten wir die Stadt durch, weil es mir wurscht ist. Am Arsch soll es mir lecken. Zum Fressen haben wir genug. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Was haben wir da? Ein Ringmantel. Wieder mit einer Knarre drin. Kruzifix nochmal. Tu den Ringmantel her. Wie ist denn der beieinander? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gibt es Zeiger? Das müssen wir angeordnet da rein. Das ist doch auch wieder ein Spielerdrop. Da brauchst du mir doch nicht erzählen, dass auf einmal Regenmäntel spawnen mit einer Makarov und einem Magazin drin und das in der Mitte so platziert ist. Das brauchst du mir nicht verzeihen. Brauchst du mir nicht verzeihen? Das verdirbt aber. Scheiße, das stimmt. Wie lange braucht denn das zum Verderben? Jetzt haben wir zumindest einen Ringmantel. Das ist einmal schon gar nicht so schlecht. Ja, dann kochen wir es in der Bude da oben. Da ist ein guter Platz, da ist ein guter Platz. Da oben drin kochen wir ihn auf. Reicht für mich. Was? Da liegt schon wieder ein Marker auf von einem Magazin. Da ist der Marker, ist das der Marker? Oh, leck, was ist denn da? Fleischerbeil, ja, Bruder. Fleischerbeil nehme ich mit. Wenn ich es einkriege. Fleischerbeil ist. Fleischerbeil ist stark. Da machen wir die Dürze. Abgesehen davon kann von da sowieso jemand reinschauen und uns einfach wegtun. So. Wie platziert man jetzt da drin gleich wieder ein Lagerfeuer? Wie hat das gleich wieder hingehauen? Das haben wir schon mal gehabt. Ich platziere jetzt meine Steckern da einfach auf dem Boden, weil es mir wurscht ist. Und ich platziere da meinen Fisch. Den legen wir da ein, damit ich ein wenig einen Platz habe. Sonst kriege ich nämlich jetzt dann einen ganz Schlagerl. Die Knarre liegt echt viel rumgefüllt in jedem 4. Gebäude. Stock rein. Ast rein. Ast rein, Alter! Müssen wir nochmal Steckern holen. Die habe ich natürlich nicht mehr dabei, weil wir keinen Platz nicht haben. Nur mehr Steckern. Haben wir da einsammeln, langer Stock. Kriegen wir schon. Da ist da unten ist ein Zombie. Der kleine weiße Punkt oben in der Mitte. Zombie. Nehmen wir das. Gehen wir sofort wieder rein, weil es da duscht wird. Auch. Mach da einmal die Türe zu. Mach da mal die Türe zu. So. Aufteilen. Steckern rein, dann brauchen wir bloß noch Rinde draußen. Nur noch Rinde und dann bratzelt man mal unsere Fleischsachen her. Und das, mit der wir nicht räuchern, ja, doch ab 2, der wir räuchern, den Rest kochen wir. Die halten schon so lange, das passt. So, nein, hoppala. Platzieren. So, platziert. Jetzt brauchen wir einmal Brennholz. Dann nehmen wir jetzt das da. Da werden wir schon was finden. Wenn es ist, gehen wir nochmal im Wald auf. Und Rinde brauchen wir. Einsammeln, dunkle Rinde. Und wir brauchen natürlich einen Anzünder. Das heißt, ich habe gerade kurz geschaut, links ist ein Zombie reingesteppt, nicht das, was Fight weiß, das was ist. Und dann brauchen wir kurze Steckern, brauchen wir nochmal. Das ist schon wieder aufgehört zum Ringen. Very nice. Messer der mal weg. Wird bloß unnötig kaputt. Langer Stock. Damit wir unseren Anzünder bauen können. Ja. Eimer. Das ist recht. Es wird schon wieder finster, gell? Finster ist einfach Space, einfach auch nochmal was anderes. Ist einfach nochmal was anderes. Kannst du sagen, was du möchtest. So, dann gibst du mir die Rinde, kombinieren. Lagerfeuer herstellen, Feuerbohrer herstellen. Gibst du Feuerbohrer.
Feuerbohrer, was haben wir da? Feuerbohrer makellos, den nehmen wir. Unsere kurzen Steckern, die nehmen wir mit eine. Platzieren wir mal alles drin. Wenn wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Zündi haben wir. Kurze Steckern, wir haben da eine. Und die haben eigentlich eh ziemlich lang gelangt. Wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich hole noch ein Feuerholz. Einfach der Sauberkeit halber. Offensichtlich gibt es von denen keine tannenähnlichen Bam. Tür zu, die mache ich erst zu, wenn wir kochen. Jetzt mal, wenn ich jetzt da einen Stecker hinlege und wieder rauslaufe und jetzt mal daherkomme, da haben wir einen dicken Stecker und ein Brennerzeidel. Der Brennerzeidel. Da machen wir die Tür zu. Mal die Tür zu machen, währenddessen ich da. Ah, tatsächlich. Mal das dann dazulegen. Treibstoff, jawohl, das schaut doch gut aus. Und dann, jetzt pass Obacht, wie machen wir das? Wie machen wir das am Gescheitern? Da machen wir jetzt einmal folgendes. Das tun wir jetzt einmal da rein. Ne, das ist Käse. Mit dem wir das aus. Mit 2 der wir reichern. 2 oder 3 reichern, weil wir haben so viel Fleisch, das ist völlig lächerlich. Machen wir so, und da tun wir das Fett dazu und dann stellen wir einen Kochtopf auf. Wie sägt man den dann eigentlich auch? Wieso steht jetzt der da nicht um? Gehen wir den auch da ein, ne? Tatsächlich schon hin. Den kochen wir mir um. Und ins Lagerfeuer rein. Ich würde fast vorschlagen, jetzt machen wir die Tür zu. Unsere Fischis. Weißt du was, unsere Fischis reichen? Die Fischis reichen. Das ist doch eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt besser. Machen wir so. Die kochen wir dann als zweites. Ja, unsere Fischis gibt es einen Wieso geht das nicht? Wieso muss ich die jetzt slingen? Alter, jetzt legen wir den Schund. Ausnehmen und zubereiten. Gut, das hätte man. Wieso kann ich die nicht gar. Psst. Irgendwann dir was gehört. Irgendein. Es war Eule! Alter! Alter, das sind ja voll die riesen drum Fischfilet. Die brauchen ja voll viel Platz. Das, wenn ich gewusst hätte. Verdammte Axt. Verdammte Axt! Ja, dafür können wir noch ein bisschen mehr Stecker reinwerfen, weil es eh wurscht ist. So, das schaut doch ganz gut aus. Na, natürlich, ein Fisch reichert man komplett, dann haben wir 4 geräucherte Fischfilets da und den Rest kochen wir. Hätte ich jetzt gesagt gehabt. Ja, dann 10 Mal, oder? Mehr kriege ich eh nicht rein. Und ins Lagerfeuer und ins Feuer direkt, da schmeißen wir mir nichts ein. Da haben wir auch schon schmerzlich gelernt, es geht kaputt. So, anzünden, halten. Und dann setzen wir uns davor und genießen wir die Show. Ah, das funktioniert. Oh, sogar mit Licht. Da schau hin. Kann man das zumachen? Und dann ist Licht sogar weg. Bruder, bin begeistert. Bin begeistert. Wie sitzt man sie hin? So sitzt man sie nicht hin. F6 vielleicht? Gibt's da nicht so ein Rad, wo man das anschauen kann oder so? Das ist Winken, okay. Das ist Winken, Komma. Na, Komma gibt bei mir gar nichts. Komma, bei Punkt. Jetzt Befehle. Zeigen, komm, ich, ausschalten. Okay. Posen, sonstige, denkt nach. Vorzüglich tanzen, Herz, Facepalm, Timeout, Kehlschnitt, Erbrechen. Na, Interaktion. Mittelfingergruß, klatschen, Daumen hoch. Ich darf mir gern hier sitzen einfach. Posen, winken, weiß nicht, gerade sitzen. Schneider sitzen. Da ist er, der Lee. Da sitzt er da, der Lee. Aber vom Feuer warm machen tut uns das jetzt nicht, gell? Ja gut, schauen wir lieber mal ins Feuer, nicht dass es verbrennt. Achtung, auf mal. Schauen wir mal. Das ausschaut. Nein, ist schon dabei. Wird warm. Oh, Fett ist verbratzelt. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir mir ohne Fett das Fleisch da einlegen. Da werden wir halt genau schauen müssen. Da werden wir sehr genau schauen müssen. Nehme ich an. Währenddessen schneiden wir mal unseren Fisch in. Aber mit einem guten Fleischermesser. Ey, Kinder, da nehmen wir mich nicht lang umeinander. Wasser in den Topf.
Nein, das wird nichts. Das verbrennt. Na gut, dann nehmen wir es wieder raus. Das haben wir doch aber schon einmal gemacht. Und wenn's... Es hat nicht viel Zeit, da passt's. Und wenn du es in Stegen raus tust, dann verbrennt's. Da waren unsere Filets. Ja, die haben getrocknete Filets sind das jetzt. Okay, tun wir die gleich wieder mit rein. Da. Zack. Zack. Nix ist hier. Seid ihr lauter ahnungslos, ist das. Schön. Hat euch der Papa wieder was gelernt. Da gondelt man uns jetzt. Oh, uns ist sauheiß. Da geht's Lehm runter. Wenn wir mal wieder weggehen. Da gondelt man uns jetzt gleich mal wieder eins rein. Das ist absolutes Pro-Cooking. Du hast aber nicht viel Zeit, dann ist sofort verbrennt. Das ist richtig. Wenn kein Fett mit dazu im Dings liegt. So, das zweite kleine, das friese ich auch gleich. Du merkst richtig, wie schnell dass der Kreis zugeht, dass du merkst, wie viel Essen das ist. Ist nicht viel. Um ganz ehrlich zu sein. Jetzt müssen wir noch warten, bis unsere Fisch gereichert sind. Einen Topf, der wir mal oben. Da tun wir das Essen rein. Sag ich dir, was ist. Das ist einfach Stauraum. Stauraum. So unfassbar viel ist das nicht. Ich hoffe, dass die Fisch einiges hergeben. Das war eigentlich ganz toll. Um ehrlich zu sein. Machen wir so. Da ist da schön gesammelt unser ganzes Essen herin. Wird nicht anders gehen. Kochtopf, der haben wir da hinten rein. Und die Makarov lassen wir liegen. Da ist drauf geschissen. Und die anderen Fisch, die haben wir dann da irgendwie rein. Oder machen wir es so. Weil es nicht anders geht. Haben wir noch irgendwas, was wir wegschmeißen können? Nicht wirklich. Schauen wir, wie schauen die Fische aus? Dann immer noch roh. Braucht ein bisschen. Aber unser Essen schaut gut aus. Wir kommen das Feuer ausmachen mit einer Wasserflasche wahrscheinlich. Wenn wir das machen. Ich glaube, das ist gescheiter. Dann raucht es nicht mehr und es... Schau mal hinaus, normal raucht der Kamin. Das der wir eigentlich immer. Ich weiß, der Kamin raucht... Spieler. Tausendprozentig. Und wie ich es gehört hab. Was möchtest du denn mal? Well. Es war so klar. Steht schon davor mit der Knarre. Kannst vergessen. Freunde der Sonne, ich glaube, wir müssen mal einen Dip-Counter triggern. Nummer 18. Bin mir jetzt nicht sicher, wahrscheinlich war es gescheiter gewesen. Wahrscheinlich war... Ich hab einen Hub verkehrt. Ja, und einer schreibt sogar noch, es verrotte. Nein, that's the risk. That's the risk of the game. Der hat aber auch gehabt, was hat denn der für Waffen gehabt? Der hat eine Schalldämpfte irgendwas oder gehabt. Ah ja. Der freut sich jetzt über den Fisch. It is what it is, guys. It is what it is. Ich hätte ihn einer kommen lassen. Der ist ja schon so vor der Tür gestanden. Mich wundert es ja, dass er mich nicht durchs Fenster erschossen hat. Weißt du wie es ist? Pistole mit Schalldämpfer. Ja, der war nicht besser beieinander wie ich. Hätte man auch erwischen können. Ich hab mir auch ein paar Mal getroffen, hast das Blut spritzen sehen. Aber mein, it is what it is. It is what it is. Ich sag dir jetzt aber auch was. Ich fürchte, wir respawnen nicht noch einmal. Ich sag, ich hab einfach... Ich weiß nicht. Fühle ich gerade nicht. Was sagt ihr? Also ich würde, wenn ich euch frage, dann sagt sowieso respawnen nochmal. Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht. Was meint ihr? Wenigstens hat er gewartet, bis du fertig warst. Das stimmt. Ich weiß nicht, muss ich vielleicht den Stream nochmal anschauen? Ob man... Ich hab auch nicht ganz aufpasst, immer natürlich. Aber ich hab irgendwann dann den typischen, wenn man springt, den hab ich gehört. Und ein paar leise Steps im Gras hab ich gehört. Eventuell sogar beide tot. Glaube nicht. Es war wahrscheinlich gescheiter gewesen, in First Person zu gehen. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen besser getroffen. Aber Daisy First Person triff ich noch schlechter als mit der Third Person. Nein, it is what it is. Ab 13.02. dann Hogwarts Legacy. Was ist der Plan für nächste Woche? Das ist jetzt das einzige so ein bisschen...
was mir so ein bisschen abgeht. Was der mir nächste Woche Montag. Ich sag das jetzt, wie es ist. Ich glaube, DayZ hat es einfach hinter sich. DayZ ist ein gutes Spiel. DayZ macht Spaß. Immer noch. Aber wir haben in dem Spiel einfach so gut wie alles da, was es zum Tor gibt. Ja? Alles, was man da kann, haben wir irgendwie gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich glaube, das war es einfach mit DayZ. Die erste Staffel war geil, die zweite Staffel war auch geil, die waren beide gleichmäßig geil, aber wir brauchen es jetzt nicht mit Gewalt nochmal. Es gibt nichts Nice. Wir haben alles gesehen, wir haben nicht Auto gefahren, natürlich haben wir Base gebaut. Was haben wir in der letzten Staffel da, deiner Meinung nach, Herr Kulzer-Sepp? Wenn das kein Base nicht war, dann weiß ich es auch nicht. Wärst halt in Livonia und im Bunker rein, war schon ein gutes Ziel. Ist unmachbar auf offizielle volle Server, weil du alle 5 Meter irgendeinem Trottel über den Weg laufst, der full equipped ist. Da liegt kein Loot umeinander. Das ist, wir warten mit der She-Brawn, mit der ersten, warten wir niemals so gut equipped, wenn wir mir nicht den ersten Spieler erschossen hätten. Da warten wir immer noch umeinander laufen und hätten nichts. Furchtbar beschissene Map, sauber zu klar und widerspricht irgendwie so ein bisschen dem DayZ-Faktor. Das war, wie sprichwörtlich, das Einzige, was wir noch nie gesehen haben, ist ein voll zweiteiliger ABC-Anzug, ich glaube dreiteiliger, da brauchst du Oberteile, Hosen, Schuhe, Handschuhe und eine Gasmasken, 5teilig, wenn man so will. Und dass man mal in so ein Gasgebiet eingeht. Aber wir haben zumindest schon ans Oberfliegen gesehen, so ein Gasgebiet. Und ich glaube nicht, dass da. Wie soll ich sagen? Ich glaube nicht, dass da der super krasse Loot drin liegt. Oder spawnt der dann, wenn diese Rauchgranaten, also die Gasgranaten da drauf fallen? Kann natürlich auch sein. Aber mag ich für das. Ich weiß ja, was auf mich zukommt. Da liegen halt dann AKs und M4s drin. Haben wir alles schon gehabt. Die krassen Visier haben wir alles schon gehabt. Komplette Ausrüstung haben wir alles schon gehabt. Das ist Livonia, dasselbe. Ja, natürlich ist in der unteren Hälfte der High-Loot, aber auf wie viele Spawnplätze denn? Auf 2? Wow! Da renne ich dann alle 2 Meter irgendeinem Volltrottel über den Weg und dass mir der schießt, ist eine Chance von 50-50. Wenn ich kein Equip habe, dann ist es halt 100:1. Was soll ich machen? Also, ich fürchte, DayZ hat es für mindestens ein paar Jahre hinter sich. Fürchte ich. Dann einfach mal für einen Tag auf den Modded PvP-Server. Und einfach nur fett PvP. Mein Gott, bevor mir DayZ PvP nochmal antue, muss ich sowieso erstmal offstream reinsuchten. Und ich sag's ganz ehrlich, das zahlt mir überhaupt nicht. Weil die Shooter-Mechanik in DayZ einfach so schlecht ist, dass es einfach zum Kotzen ist. Und jeder, der was anderes sagt, ist einfach ahnungslos. Ist einfach ein Ahnungsloser. Da spielt sie einmal 3-cremiger und das ist schon beschissen. Ich weiß, es ist auf Realismus getrimmt, aber dann spielst du mal Tarkov. Ja? Das ist einfach anders. Das ist einfach, so soll jetzt DayZ anfühlen. Was ist passiert? War kurz weg. Ja, wir haben gegrillt und haben entdeckt worden und vor der Haustür ist jemand gestanden und hat uns erschossen. Lukas! Ist Witcher 3 eine Option für den Stream? Oh, Lukas. Da hängt der Witcher 3 Poster, das habe ich 1,5 Mal durchgespielt mit auf 260 Stunden jedes einzelne Fragezeichen gemacht. Damals, wie es rausgekommen ist, 2015, mit den DLCs 2016 und 2017. Das ist nichts für den Stream. Dauert sauber zu lang. Sauber zu lang. Hirschi! Meine Meinung, DayZ kann spielen, wenn du mal sagst, und jetzt habe ich Bock, Samstag auf die Nacht und ab. Ansonsten wird es auf Dauer zu fad, muss ich sagen, weil es immer dasselbe ist. Und der Punkt ist jetzt erreicht, Leute, das war der 28. Stream, glaube ich. Wir haben ja kein Spiel jemals 28 Mal gestreamt, außer DayZ. DayZ ist cool, nach wie vor, aber da haben wir einfach jetzt die Scheiße rausgespielt. Ab jetzt ist immer das Gleiche. Ich weiß auch nicht, was wir sonst noch da sollen. Wir haben alles gemacht, wir haben einen Knocker durchs Airfield, wir haben einen Basen gebaut, wir haben Leute erschossen, wir haben erschossen worden. Wir haben es ist, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht die Scheiße aus irgendwelche Spiele rausspielen, bloß weil es irgendwann mal geil waren. Ja, mir ist durchaus bewusst, wir haben heute 1700 Zuschauer gehabt, mir ist bewusst, Leute haben Bock auf DayZ. Aber wer lang genug dabei ist, der weiß, natürlich ist mir das auch irgendwo wichtig, dass euch das taugt, aber ich spule mich nicht an einem Spul ab, bloß damit 1700 Leute drin sitzen oder noch mehr. DayZ ist durchgespielt in dem Stream. Ganz einfach.
War nochmal cool, ein kleiner Recap. Es war der 4. Stream der 3. Staffel, kann man es eigentlich schon fast nicht nennen. Er bleibt eine Legend forever. Daraus haben 2 sehr coole Motive entstanden. Ja, der Unfuckable LeBron, das ist der aus der ersten Staffel. Wer so einen übrigens noch braucht, es gibt 20% auf alles nur noch heute. Bürgerwehr.de. Fällt mir gerade so ein. Ist Scam nochmal eine Option? Ich bin unschlüssig. Also nicht für nächsten Montag nochmal dazu. Scam haben wir ja schon einmal letztes Jahr irgendwann einmal mit 2 Stunden probiert und dann nie wieder angelangt. Das ist sowas, da muss ich mir Zeit nehmen dafür. Aber ab im Montag in einer Woche haben wir so viele Spiele, dass ich nicht weiß, wohin damit. Ein Dead Space Remake, da fragen auch sehr viele Leute noch. Das war das erste Spiel, was wir in dem Stream ernsthaft gespielt haben. Es ist sehr gut bewertet und ich glaube, Dead Space ist auch ein gutes Spiel. Aber das Remake ist einfach fast, ich weiß schon, es ist nicht ganz genau das gleiche, aber es ist halt zu 95% das gleiche. Schaut halt einfach besser aus und es hat ein bisschen einen dynamischen Jumpscare-Ding, damit bestimmte Abschnitte sich nicht immer gleich anfühlen. Es ist okay, aber seid mir nicht best, DayZ ist ein super Spiel, das haben wir schon gespielt, das haben wir schon gestreamt. Ich habe keinen Bock, um ehrlich zu sein. Wie lange haben wir gebraucht? 14 Stunden? 6, 7 Streams lang Schlauchlevels durchlaufen und nochmal dasselbe Spiel spielen. Und ich glaube, ihr auch nicht. Und das ist auch übrigens, weil wir vorher mit Callisto Protocol waren. Das haben wir vor Weihnachten haben wir das angefangen, 2, 3 Mal, plus einmal am Wochenende und so, und haben wir, glaube ich, so ungefähr bei der Hälfte. Und ganz ehrlich, anfangs, die ersten 4, 5 Stunden von Callisto Protocol habe ich sehr gefeiert. Da hat sich alles noch sehr neu angefühlt. Aber nach 5, 6, 7 Stunden, ist es immer das Gleiche. Und das enttäuscht mich ein bisschen. Und deswegen stickt mir der Callisto Protocol überhaupt nicht mehr. Frag mich bitte nicht, warum. DayZ spielt man besser zu zweit. Ja, es gibt 1000 Wege, DayZ zum Spielen. Manche spielen es zu 10, manche spielen es allein, manche spielen es zu zweit. Es ist völlig Banane. Aber im Stream ist DayZ vorerst mal beendet. Wir können uns gerne andere Spiele anschauen, die ähnlich sind wie DayZ. Wie zum Beispiel Scum. Da hätte ich ziemlich viel Bock drauf. Ich hätte auch gerne mal einfach eine neue Version von DayZ. Ich meine, das Space, natürlich kriegt das Patches, aber das ist ja wohl lächerlich. Ja, das ist seit 10 Jahren in der Mache, das Spiel. Ich soll jetzt einmal sagen, so, Alter, es ist fertig, lass mich in Ruhe. Weiß es was ist. So, Leute, ihr hört einfach, auch wenn ich es gnadenlos wegignoriere, ist euch scheißegal, gell? Mr. Bossman, schaust du dir Wulong Fallen Dynasty einmal an? Ist nicht, ich komme mir ein bisschen, hört halt jetzt mit der Donaterei auf. Grütze, fix nochmal, ich rast aus. So, Rest in Peace, Headphone-User. Zitronenbaum, Montag nochmal Battle Brother. Nein, Montag spielen wir kein Battle Brother. Der Montag ist für AAA-Dinge gedacht und der Mittwoch für Indie-Games gedacht. Ich weiß gerade überhaupt nicht, was wir nächsten Montag machen. Ich sag das, was es ist. Weißt du, was ich gerne mit euch sagt euch ChatGPT was? Wem sagt ChatGPT nix? Es ist ein, ich sage jetzt einfach mal KI-Bot, ihr hört es einfach nicht auf. Ich werde es jetzt einfach gnadenlos wegignorieren. Es ist ein KI-Bot. Ein Textbot. Mit dem habe ich mich die letzten Tage schon ein bisschen auseinandergesetzt. Nicht viel, aber das ist schon beeindruckend, was das Ding kann. Ja, es hat nichts mehr mit einer Alexa oder so zum tun, die du bestimmte Sachen fragst und dann kann es halt bestimmte Sachen beantworten, sondern das Ding ist wirklich, leckt mich am Arsch, Alter. Ich sag das auch gnadenlos, was ist, ich bin der Meinung, das ist der next big shit. Und mich würde einfach mal interessieren, wenn wir das mit dem Chat, mit dem Stream alle miteinander, wenn wir uns das einfach erst einmal anschauen, mal zum Sachen ausprobieren miteinander. Ich meine, ich komme auf Sachen, ich habe zum Beispiel angefangen, mir einfach eine Geschichte zu schreiben über bestimmte Sachen und da kannst du dem immer wieder sagen, zum Beispiel, schreib mir eine Geschichte über eine Zombie-Apokalypse, die in Bayern ausbricht. Das kannst du reinschreiben, das kann ich sogar auf Borisch da reinschreiben. Dann drückst du Enter und dann fängt das Ding an, dir eine Geschichte zu schreiben. Da haut's dann Vogel raus. Und dann sagst du zum Beispiel so, ja, die Stelle gefällt mir nicht, da ist eine Gruppe von Freunden, sondern das sind 2 Brüder. Schreib's nochmal. Bumm. Dann schreibt er das einfach sinngemäß um und weiß, was los ist. Dann habe ich es für Programmiertätigkeiten hergenommen. Und das ist völlig kranke Scheiße, Alter. Ich gehe eine, keine Ahnung, was habe ich, schreib mal eine Funktion in PHP,
deren Twitch-Chat eines bestimmten Kanals abgreift. Hier kommt eine blablabla. Dann fängt er zum Tippen an und haut dir Quellcode aus, der verdammte Scheiße nochmal funktioniert. Da bin ich vielleicht schon da gesessen und mir denkt, Alter, das ist mir jetzt schon klar, dass deswegen nicht passieren wird, dass dann keine Programmierer mehr gibt oder ich meinen Beruf verliere oder sonst irgendwas. Aber es ist ein sehr nettes Tool. Und das Ding, wenn du in der Hosentasche hast und du kannst es sprichwörtlich fragen, was du willst, wie du willst, in welcher Betonung, in welchem Wortlaut, mit welcher Fragestellung du willst und es antwortet in Sekunden, das ist vielleicht schon hart, oder? Soll ich mir das, ich weiß ja nicht, was dabei aussieht, es kann auch ein riesen Krampf sein, dann wird's halt der Plätschmerz-Stream nächsten Montag, was weiß ich denn. Aber mal mit dem Ding auseinandersetzen, keine Ahnung. Und schauen wir mal, was weiß ich, lassen wir unser Videoskript schreiben über irgendein Thema, das ich dann zusammenschneiden muss. Oder produzieren wir irgendein Video, das nur von KIs gemacht worden ist. Heißt, ein Skript wird von der KI geschrieben, die Beutel werden von einer KI generiert, das kann dieses ChatGPT zum Beispiel nicht, das basiert nur auf Text. Also es kann nur Texte verarbeiten und aufnehmen und wiedergeben. Und es gibt eine KI, die deine Texte vorliest. Und dann schneide ich ein Video draus zusammen. Dann haben wir ein Video gemacht, das nur eine KI erstellt hat. Zu irgendeinem Render, irgend sowas, keine Ahnung. Grüß dich! Jetzt muss ich wieder Donations, weil sonst die Leute wieder lästig sein. Grüß dich, merci dir. Derry Birger, wie war's mit Marvel Midnight Suns? Kannst du da ein Busenbiergement zusammenstellen? Das soll ganz furchtbar schlecht sein, habe ich gehört. Und da gebe ich ganz ungern dann Geld aus für solche Spiele. Egal, ob ich die dann von der Steuer absitzen kann oder nicht. Florian, merci wieder in 6er. Birger, wir waren Zeit zum Abschluss mit einem Oldschool-Runden Age of War. Was soll ich denn jetzt Age of War herzaubern? Oder was, weiß ich nicht, was meinst du damit? Mir ist wieder ein Sixer. Zitronenbaum! Montag nochmal Battle Brother, das habe ich noch gelesen. Bossman, schaust du dir Wulong Fallen Destiny an? Nicht Destiny, sondern Dynasty einmal an. Da bin ich jetzt wieder verwirrt. Vorher haben wir auch so ein ähnliches Spiel gehabt, da wo ich jetzt wahrscheinlich was verwechselt. Eins von denen ist das mit dem Affen in der Open World. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann ich da nicht sagen, möglicherweise. Für das werde ich aber einen neuen PC brauchen, damit ich das anständig spenden kann, so wie es ich gerne spende. Ein Kruzifix von der KI. Habe ich schon ausprobiert. Die KI schreibt keine beleidigenden Dinge. Also, können wir ja alles ausprobieren. Können wir uns live. Weißt du was? Sollen wir das nächsten Montag da? Jetzt haben wir einen Haufen Leute da. Bevor ihr euch alle verpisst. Like nicht vergessen, press fucking F in Legal. The one and only, the fucking legend. Nichts haben wir mir vorher in diesem Stream oder in diesem Kanal 28 Mal gestreamt. Heute geht jetzt eine kleine Ära zu Ende. Es wird eine ganze Zeit dauern, bis wir nur mit Daisy auspacken. Vielleicht irgendwann, 1, 2 Jahre, als wirklich einmal ein Land stattfinden wird, dann wird es natürlich Daisy geben, das ist eh klar, aber da kann man dann, ja. Den einzigen Schritt in Daisy, den ich übrigens noch sehe, ist eben auf private, hardcore gemoddete Server. Aber ganz ehrlich, reizt mir jetzt gerade gar nicht, weil ab übernächster Woche haben wir Spiele ohne Ende dabei, keine Daisy nicht. Das läuft nicht davon. Ja, für die Legende einmal den. Bitte eine Gedenkminute für den fucking LeBron, der Legend, der uns sprichwörtlich sehr viele Stunden belustigt hat. 50, um genau zu sein, bei denen ihr dabei wart und einige, vor allem in Staffel 2, auch darüber hinaus. Wir werden sie nie vergessen. In Staffel 3 hast du deinen Endgegner gefunden, nämlich die schallgedämpfte Pistole, währenddessen du deine Fischhalbbraun holst. Das ist ein bisschen traurig, aber hilft nicht. So! Dann, da die Song, Abstimmung. Für was haben wir unser Abstimmtool? Sag ich dir, was ist, ihr habt 1 Minute Zeit. Achtung! Option 1. Wir streamen nächsten Montag ChatGPT. Wenn es nichts wird, Blättschmerz. Und schauen wir einfach mal, was das wird. Flo, Schnauze jetzt. Ruhe. Ich lese nachher gleich weiter. Option 2, mit der wir irgendwas anderes. Was auch immer. Was weiß ich, vielleicht eine Retro-Reise, wobei die auch wieder viel vorbereitet gehört und ich bereite gerade was anderes vor, was ich vorbereite, sagt dann demnächst. Habe ich ehrlich gesagt keine große Lust drauf. An irgendwas anderes. Wir werden sehen. Achtung, die Umfrage startet. Ich weiß nicht, warum ihr da schon eine schreibt. Ihr seht, Achtung, machen wir mal Folgendes. Ich erkläre mir nur mal das Umfragetool, wenn wir schon beim Schmerzen sind. Ihr seht, wenn die Umfrage losgeht, bei euch live, wenn ich da drauf drücke, die Umfrage zu starten. Die hat noch nicht angefangen. Die hat einfach noch nicht angefangen. Siehst du da irgendwo ein blaues Fenster? Ich sehe keins. Achtung, dann sagst du im Chat, ich drücke Start Poll
Da geht ein Fenster auf und im Chat, da und da, kriegst du sofort eine Nachricht, dass es angefangen hat. Erstens, wir probieren einfach im Chat einmal aus, ChatGPT zu nutzen. Künstliche Intelligenz, extrem beeindruckend. Vielleicht auch ein bisschen beängstigend. Wenn es nichts wird, wird der Blättschmerz draus. Option 2, irgendwas anderes. Irgendeine Spur, irgendwo, keine Ahnung, ich lasse mir schon was einfallen dann. Irgendwas anderes. Vielleicht ein Bastelstream. Sagen wir mal am Montag einen Bastelstream, ich weiß es auch nicht. War immer Ding. Nein, da bin ich noch nicht drauf eingestellt. Da müssen erst andere Dinge vorbereitet werden. Ja, also, ab jetzt könnt ihr abstimmen. Im Chat. Jeder, der da reinschreibt, nicht einfach ein Einser, nicht einfach ein Zweier, nicht einfach ein Dreier oder sonst irgendwas. Das ist ein Bot, der registriert eine Abstimmung, indem du schreibst Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen und dann einfach ein Einser oder ein Zweier. Dann registriert der Bot deine Abstimmung und du wirst live da drin angezeigt. So, wir haben 1 Minute. Das ist vielleicht am Anfang noch ein bisschen kurz, die Minute, aber es ist relativ eindeutig. Dann tun wir das nächste Woche. Wir setzen uns einfach mal, bin ich mir sicher, da haben sehr viele Leute drin. Wir haben 99 Votes auf Ja, machen wir, 77%, 28 Votes auf machen wir was anderes. Complete. So, das ist wirklich ein gutes Tool. Funktioniert gut, gefällt mir gut. So. Und dann, wenn die Abstimmung übrigens abgeschlossen ist, das ist was, das gefällt mir noch nicht so gut, dann steht da dort Streamlabs, ist am meisten gestimmt worden mit 77,9527590551181%, was er dann gewonnen hat. Ja, einfach einmal anschauen, ich bin mir sicher, bei euch sind einige dabei, die wissen gar nicht so, KI, was ist KI? KI heißt eine künstliche Intelligenz. Und einfach mal anschauen, was das so kann. Einfach mal anschauen. Ob da dann was draus wird oder nicht, vielleicht ist das voll der krasse Scheiß und uns fallen voll die geilen Sachen ein und wir können irgendwas damit anfangen. Keine Ahnung, wir werden sehen. Schauen wir, was passiert. Vielleicht ist das in meinem Motivationsloch das Neue, was irgendwie was Neues bringt. Wirst du der Schnallnix schreibt, ChatGPT ist schon spooky, aber auch interessant. Genauso geht's mir auch. Und das hat schon einen Grund, warum Microsoft da 10 Milliarden Dollar investiert. Das hat einen Grund. Als das Spiel am Montag nicht ist, können wir dann basteln. Nochmal, Herr Toja, das ist kein Spiel. Das ist ganz was anderes. Das ist kein Spiel. OpenAI ist auch krass. Du, ChatGPT ist OpenAI. Das ist halt die textbasierte Version von, ich glaube, die haben wir nur anders. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Das kann Beutel machen. Du schreibst da rein, zeichne mir oder gib mir ein Beutel, generiere mir ein Beutel, ein Space Marine im Himmel. Dann fängt das Zeichnen an. Da hat es dann Vogel aus. Also es ist richtig beängstigend und beeindruckend gleichermaßen und damit sollten wir uns auseinandersetzen. Sollten wir mal da. DALL-E heißt, ja, oder mit Journey Kenny, das habe ich sogar schon mal habe ich ja selber auf dem Server mal ausprobiert. Das ist schon krass. Schon krass. OpenAI ist ja zum Glück Open Source, das macht es nicht ganz so creepy. Ja, aber wer schaut da schon eine, der sich auskennt? Naja. Was haben wir da? Herr Schollner! Schollerer, Entschuldigung! Der Forest war was. Ja, das kommt aber erst, lass mich schauen. Ich habe mittlerweile tatsächlich so einen kleinen Plan, wann was released wird und so, damit ich Sachen nicht vergieße. Das kommt erst Ende Februar. Da ist noch ein bisschen hin. Oder meinst du schon Sons of the Forest? Das ist nein. Das kommt in 3 Wochen. Da brauchen wir jetzt einen normalen The Forest davor nicht mehr spielen. Aber merci für den Resub. Sting, mach eine Umfrage. Gut, also ich hab's nicht gelesen, aber ich hab's einfach da. Hau dann richtig weg, das AI-Zeigel. Ja, und vor allem das Beängstigende ist, das steckt halt nur in die Kinderschuhe. Also das ist ja lächerlich, wie weit das ist. Und wie weit das vermutlich in 1, 2, 5, 10 Jahren ist. We will see. So, jetzt. Flo, merci für den Zwickel. Habe drückt. Sektion Oberland anwesend, tut mir leid für Verspätung, Überstunden C-Fix. Wir haben leider erschossen, man muss zurücklaufen lassen und so tun, als wäre nichts passiert. Merci dir. Chris C. Wir haben noch gelesen, Zitronenbaum haben wir noch gelesen, Bossman. Lass dir nichts einreden, bitte. Ich glaube, die allermeisten Hörerinnen schauen die, weil du geile Streams machst, auch wenn es nicht das ist. Ja, was heißt einreden? Das rede ich mir selber ein. Ich weiß mittlerweile, welche Spiele besser funktionieren als andere in Streams. Aber ich merke es einfach jetzt bei mir auch so, ich glaube, das ist durch. Es ist einfach durch so. Es hat sich erledigt, hilft nicht. Na, da packe ich mir lieber noch mal eine Runde Minecraft aus. Da haben wir eigentlich noch gar nichts gesehen damals. Was haben wir da damals eigentlich da?
Was haben wir denn Minecraft eigentlich da? Irgendwo, Leute haben irgendwo auf dem Server was umeinander gebaut und im Stream bin ich umeinander gekauft und hab's angeschaut. Wo ist es irgendwie? Keine Ahnung. Egal. Herr Mach, merci für den Resub. 43 Monate, du bist ein total geschubster. Ich hätte schon gehofft, dass es noch einen B-Prawn gibt, so wie LGBTQ1A innen außen. Nein, ich glaube, da haben wir uns alle einig. Es ist gut jetzt. Für eine Zeit zumindest. Wir spielen schon nochmal irgendwann Daisy, aber nimmer, bevor nicht mindestens ein Jahr vergangen ist. Es ist übrigens auch zum letzten Mal nicht mindestens ein Jahr vergangen. Habe ich auch erst gespannt. Wir haben letztes Jahr erst ich glaube im Februar, März angefangen. Naja. Grüß dich! Was da los? New Member! Merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Habe Derian und Chris, wenn ich ab in den Chat. Ihr seid so. Jawohl, Drehhütten bauen. Zocke gerade nebenbei, voll geil. Du, nix gegen Minecraft. Warum? Minecraft ist gemütlich Spiel, why not? Ja, in Minecraft wäre halt noch viel zum tun. Ich müsste mir einfach, wie wäre es mit Subnautica weitermachen? Was möchtest du in Subnautica weitermachen? Das haben wir durchgespielt im Prinzip. Dann haben wir alles ein bisschen angeschaut und am Schluss haben wir mit der Raketen abgehauen. Passt. Unturned ist ein Minecraft DayZ-Mix, der sehr gut gemacht ist und kostenlos auf Steam. Nice Maps mit Quest-System. Ich mag andere Spiele in Minecraft-Optik nicht, außer Minecraft. Da habe ich automatisch immer so unterschwellig das Gefühl, weiß nicht. Da kommen doch so Unterwasseraufbau-Dinge raus, oder? Wo? Ist Dark Souls nur ein Thema? Immer. Ich weiß ja gerade gar nicht, warum ihr so viele Spiele vorschlagt. Wir haben ab Montag in einer Woche mehr als genug zum Tor bis Juni. Und im Juni kommt dann Diablo 4. Und dann werden wir da eine suchten, wieder geistig Behinderte. Und dann bin ich erstmal eine Woche im Urlaub und dann das kleine Loch zwischen Mitte Juni und bis August, bis zur Sommerpause, das stopft mal. Da ist ja noch ein halbes Jahr hin, Alter. Da ist nur noch ein halbes Jahr hin. Wir haben doch gerade erst aus der Sommerpause raus. Wo ist das fucking Ende Januar? Eigentlich ist, wann ist Februar? Morgen, übermorgen. Was soll denn der Scheiß eigentlich, Alter? Kapier nicht. Kapier nicht. Da rauche ich erst einmal. Also, ich brauche, um Gottes Willen, ich bin um jeden Tipp, wenn ich irgendwelche Spiele nicht kenne und sonst irgendwas und keine Ahnung, bin ich um jeden Tipp für Spiele und Hinweise, was ihr euch wünscht, natürlich dankbar, nicht falsch verstehen. Aber jetzt passt es mir beobachtet, wie das die nächsten Wochen ausschaut. Also, nächste Woche, ChatGPT, mal ganz was anderes wieder an einem Montag. Warum nicht? Ja, es kann sicher cool werden oder zumindest interessant werden. Dann kommt Hogwarts Legacy. Das gibt einmal mindestens 2 Montage einen Stream-Up, egal wie gut oder schlecht das ist. Diesen Mittwoch, übermorgen spielen wir noch eine Runden Battle Brothers. Das haben wir aber nochmal, weil das war letzten Mittwoch einfach sau cool. Sprengi möchte spalten und der Rest muss auch eine spalten. Und wenn man nicht so viel labert und ein bisschen mehr spielt und ein bisschen labert, dann ist es ein richtig cooles Spiel. Und dann ist da aber Schluss damit. Dann kommt Hogwarts und ich darf endlich gern Software Inc. spielen. Am Mittwoch Aufbauspiel. Kenne ich selber nicht, aber es liest sich einfach geil und einfach mal anschauen. Schauen wir mal. Dann kommt 2 Wochen nach Hogwarts Legacy kommt Sons of the Forest und Company of Heroes 3 raus. Habe ich auf beides Bock. Werden wir uns beides anschauen. Dann eines der wichtigsten Spiele des Jahres, für mich zumindest. Am 3. März kommt The Last of Us 1 endlich für den PC. Natürlich werden wir das spielen. Das wird auch 2-3 Wochen am Montag dahin gehen. Was wir da am Mittwoch übrigens deren, irgendein Indie-Game, we will see. Je nachdem, wie gut der Software Inc. ist. Und dann habe ich noch eine ganze Liste an Indie-Games, die mich interessieren, die wir da einhauen können. Dann kommt am 17. März Jedi Survivor. Da haben wir den ersten Teil auch gespielt. Das war aber schon vor über 2 Jahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade im Moment, so wie ich gerade da sitze, bin ich noch nicht so heiß drauf. Sage ich dir, wie es ist. Das weiß ich noch nicht, ob ich das an Tag 1 dann gleich am Montag drauf gleich streamen werde und spielen werde. Weiß ich noch nicht. Weil eine Woche später kommt nämlich dann das Resident Evil 4 Remake und wer lang genug dabei ist, der weiß, dass ich Resident Evil liebe und einen 4er habe ich zu meiner Schande damals ausgelassen. Und ganz ehrlich, immer noch eigentlich nicht zu meiner Schande auslassen, weil das für mich so der Serienbruch war. Wie die Hölle. Wo der super coole Leon nur noch Roundhouse-Kicks austeilen kann und nur noch per Roundhouse-Kick fucking Tier aufmachen kann und so. Und darum lasse ich mich gern vom Remake beeindrucken.
Und natürlich spielen wir das dann. Bis dahin hätte ich dann gern im März bis in April hinein, hätte ich einfach The Last of Us gern fertig. Ich hätte dann, haben wir Resident Evil, den ganzen April sowieso. Da bin ich mir sicher, das dauert mindestens 10, 12, 14 Stunden. Und parallel dazu dann Jedi Survivor. Und das gelangt uns bis Mai hinein, 100%ig. Dazwischen ein paar Indie-Games, ein bisschen was anderes und so weiter und so weiter. Und im Mai ist dann ein Loch drin. Da weiß ich, da habe ich noch nichts, schauen wir mal, werden wir schon sehen. Keine Ahnung. Was wir im Mai tun, ist mir aber auch scheißegal, es sind fucking 3 Monate erst. Ich kümmere mich nicht mal drum, was nächste Woche ist. Gut, momentan gerade schon, sonst hätten wir nicht entschieden, dass wir ChatGPT machen. Aber ich weiß nicht, was in 2 Wochen ist. Genau. Naja, auf alle Fälle muss ich eine Kleinigkeit zurückziehen, nämlich Video am Sonntag verspreche ich mal lieber nicht, weil das, was ich machen wollte, habe ich gerade überhaupt keinen Bock. Steck volle Kanone in ein Motivationsloch, weil ich mir denke, ich habe keine Lust nicht, dann kommt da bloß ein Scheiß raus, ich mag nicht. Ich habe auf ganz was anderes Bock und wenn da ein Video kommt, dann dauert es noch eine ganze Zeit, aber dann kommt es. Hat mit meinem Kanal eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber egal. Bin raus, danke, schönen Abend gewünscht. Schnacksel, merci dir. Ansehen eine, habe ich. Süßflo! WoW war mega. Zeigst du deinen Bogen mal in Action? Momentan habe ich noch fett Bock auf WoW. Ja. Wenn nochmal ein Stream kommt, dann nicht an Montagen oder Mittwoch. Und das gehört eigentlich auch nicht so wirklich in meinen Kanal. Einer, wer da richtig Bock hat, der schaut schon zu. Kommt spontan an am Wochenende. War vielleicht ganz witzig, mit der Community mal ein M+ zu machen. Was das bedeutet, das sage ich euch dann. Das ist ähnlich wie der Raid am Freitag, aber kleiner. Also da ist man nur zu 5, man hat einen Tank, einen Heiler, 3 DDs und man macht kleinere Dungeons. Und spielt gegen Zeit im Prinzip. Kann auch sehr spannend sein. Ist auch, ich finde, anspruchsvoller als der Raid. Ja. Birger, bedenke das, LS23 kommt auch irgendwann. Ja, wann denn? Der kommt nicht vor... Wann kommt denn der? Wann war der letzte? Oh ja, der kommt aber im 2-Jahrestakt, gell? Der kommt erst Ende des Jahres irgendwann. Das ist mir wurscht. Außerdem nach der Sommerpause, das ist für mich so der Cut in meinem YouTube-Kanal, in meinem Stream und so weiter. Alles, was danach ist, interessiert mich nicht. Das macht der Zukunftsbürger, wenn er 3 Wochen im Urlaub war. Hey, let loose! Oder haben die Spezi gerade keine Zeit loose? Das spielen wir schon lange nicht mehr. Hey, let loose spielen wir schon lange nicht mehr. Hast du Takes Two mit der Bürgerin durchgesagt? Nein. November normal. Ja, schauen wir mal, ob was kommt. Wenn was kommt, schauen wir mal. GTA RP steht auch schon sehr lang drauf, aber da brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen mit dem 5er. Ich hoffe, dass ein 6er kommt und dann werde ich voll einsteigen. Sag ich dir, wie es ist. Zweifeln muss, pfiat euch beieinander, hauen sie eine gut nach beieinander. Jetzt ist schon 5 nach. Die müssen wir auch mal wieder zeitig aufhören. Sonst gewohnt sei hier noch dran, dass ich jetzt mal bis um 3/4 da und umeinander stream. Ja, tut mir fast schon ein wenig leid. Hab die ganze Zeit schon, den ganzen Tag habe ich schon so ein bisschen, das seit der Ankündigung gestern eigentlich schon so ein bisschen so. Weiß nicht. Ist einfach jetzt der Zeitpunkt gekommen und bevor wir jetzt da noch 25 Streams reinhauen und uns durchquälen oder ich mich besser durchquäle, weil das hätte spätestens jetzt angefangen, dass ich mich durchquäle, langsam aber sicher. Man haben wir alles schon tausendmal gemacht, Steaks grillen, Fisch fangen, bla, das ist eben in grün. Selber in grün. Dann würde ich sagen, Freunde der Sonne, Küsschen aufs Nüsschen. Merci fürs Zuschauen. Press Triple F für den Lee fucking Braun, the one and only Legend, Entschuldigung. Und dann sehen wir uns am Mittwoch, 20 Uhr. Hoppala. Battle Brothers. Ja, der Sprengi muss Köpfe spalten und der Rest Pfeilbogen und was weiß ich, was umeinander ballen. Vielleicht sehen wir mal ein paar Orks. Oder schauen wir mal ein bisschen in den Süden oder in den Norden. Da gibt es ja ein paar lustige Biester, aber die werden uns sauber erschlagen. We will see. Freunde der Sonne, ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen. Like nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Podcast anhören nicht vergessen. Suchst jetzt noch Speziwirtschaft, wart. Das mache ich jetzt oder so. Pass auf, Podcast. Dann, was auch ganz furchtbar wichtig ist, wer noch ein Vollbier-Squad-Cap braucht, das habe ich jetzt gerade nicht da liegen. Das muss ich nächstes Mal vielleicht ein bisschen schlauer machen. Da werde ich euch demnächst auch wieder in jedem Stream ein bisschen auf die Nerven gehen. Registriert euch. Registriert euch bei mir, ich schreibe euch das da in den Chat ein, Ausrufezeichen Cap. Registriert euch bei mir. Das ist ein freundschaftliches Angebot. Schreibt eure E-Mail-Adresse ein, die krieg nur ich. Nur ich. Persönlich ich. Wenn das Kappe wieder online geht und verfügbar ist, kriegst du von mir einmal eine E-Mail. Ein einziges Mal. Danach lösche ich deine E-Mail aus meinem Server, von meinem Rechner, von überall. Die habe ich dann nicht mehr.
Ich spam die nicht mit Newsletter zu, ich gebe die E-Mail natürlich auch nicht weiter und so weiter. Das ist einfach der ungeschriebene Bro-Code. Das macht wahrscheinlich keiner. Aber ich bin halt wieder mal so dumm und tue es. Ich kann alle eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich verkaufen und da Geld dafür kriegen. Aber weißt du, was es ist? Kann ich nicht machen. Mir hätte auch gerne noch schlafen können, wenn ich ins Bett gehe. Wer noch eins braucht, da drauf geh. E-Mail-Adresse Erinnerung, wirst du benachrichtigt. Ist noch nicht bald wieder soweit, aber ich bin wieder im Gespräch mit Bavarian Caps, dass wir nochmal machen lassen. Jetzt ist vielleicht nur Zeit vergangen. So, dann Podcast, haben wir geschmerzt, ansonsten gibt es nichts zum Schmerzen. Wenn ihr irgendeinen Merch braucht, 20% auf alles und jetzt schleicht euch davon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Merci für die ganzen Donations. Press Triple F für die Moderatoren und für alles, was heute passiert, aber für den Lee, für die Moderatoren, für alles. Und Küsschen aufs Nüsschen, wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr. Und jetzt schleicht euch davon. Hobby! Hashtag Schödrapse, Hashtag Ligon, Hashtag Legende, Hashtag vorzüglich. Bis du schreibst, überlegst das selber und jetzt schleicht die Hobby.